küsst die Hände, es wird Zeit mit Musik verwendet. Wir spielen für euch die 16er Bur. Ihr hört seid Lieder aus früherer Zeit und manche Hodern sind schon vorbei. Das Wiener Lied geht sicher nicht verloren. Der Patrick spielt die Harmonika, der Klausi zupft auf der Gitarre. Alles Bargespiel wir nach dem Wiener Schau. Die Quetschen klingt halt super fein, die Kontrabomben hinten rein. Das Gesang klingt jetzt da schon recht hoch an. Brummle und grüß euch, servus, küss die Hände. Es wird Zeit mit Musik verwendet. Wir spielen für euch die 16er Bur. Ihr hört seid Lieder aus früherer Zeit und manche Hodern sind schon vorher. Das Wiener Lied geht sicher nicht verloren. Habe die Ehre, grüß euch Gott. Grüß euch, servus, küss die Hände. Und ja, wir freuen uns, dass wir wieder dabei sind. Ein Wahnsinn, wie schnell so eine Woche verrennt. Ja, es ist unglaublich. Unglaublich, dass das schon wieder am Montag ist. Aber ein Pawlatschen-Montag und das macht uns immer große Laune. Das taugt uns immer total. Was du das oder wolltest? Nein, jetzt zum Schluss da. Ich hab nichts Jetzt hab gemacht. ich leise dran. Ich habe da meine komplette, wie sagt man so, Kommandozentrale Ja, kann man im sagen, technischen genau. Bereich. Da. Natürlich sind wir wieder auf Instagram auch live, solange es funktioniert. Aber bis jetzt schaut es gut aus. Und das ist sozusagen die Behind-the-Scenes-Partie. Wer also uns auch auf Instagram sehen will, da habe ich jetzt eingeblendet auch die entsprechenden Kanalnamen, Plattformnamen oder Nicknames, wie man da sagt. Also eigentlich 16er Buben. Also es Genau. ist jetzt nicht wirklich eine Herausforderung. Und umgekehrt natürlich für die Instagram-Zuschauer auf YouTube unter 16er Buben TV findet uns da auch. Da sind wir aktiv. Und natürlich bei uns geht es ja schon rund. Ja, wer Im da alles Chat. schon da ist, ist ja Wahnsinn. Patrick macht die Begrüßung. Der Dubtrade ist da, servus, grüß dich. Der Motorradfahrer Roberto ist da, auf YouTube jetzt. Instagram Ja, sehe ja, ich nicht, das sieht ist da. sieht nur der Klaus. Der Landwaldstrom ist da, der Ferchi ist da, GS Ferchi. Ferchi. Marvihof, grüß euch. Jawohl. KTM Junkie ist da. Die Momo ist da, servus. Oh, wir haben den Wein noch immer nicht getrunken. Nein, Wir haben ihn noch. der Wir ist haben ihn noch noch. Der von dir gestiftete Wein, der steht uns noch für Pawlatschen zur Verfügung oder für andere Aktionen, aber natürlich nicht für geheim gehaltene, sondern schon, wenn wir irgendwo entsprechend in Genau. Erscheinung treten. Nicht? Genau. Weil sonst das können wir nicht so einfach hinter der Ding. Ja, das geht nicht. Spätzle-Spiker. Andreas Christina. Servus. Es ist ein Wahnsinn, wer da alle da ist. Super. Daniela Schlögl ist da. Marvihof habe ich schon, glaube ich, gesehen. Ja, Gell. ja, dann sag ich. Die Gerda, die Mama ist da. Deine Mutter ist da. Wunderbar. Grüß euch, die beiden Eltern sind auch dabei. Mama, Papa schauen zu. Sehr gut. Maike, Sandra Reitmeier, Servus und Servus auch von uns. Also Studio Donaufeld, nicht? Wie man das klingt, der professionell. Freut mich, hier wieder Gast sein zu dürfen. Sehr gerne. Patrick, dir fällt euch jetzt die Ehre zu. Schau, aber der Instagram muss ja auch. Der Achim Ja, Erdl. Servus, grüß dich gut. Servus. Nige 78, Gerhard Fredres, Fritz Startgroß, Munichtal 7, Beisteiner. Ja, ehrlich, na, da geht's ja auch rund. Da geht's ja auch schon rund. Fritz Startgruß schaut doppelt zum Beispiel. Ja, Das ist doppelt überhaupt schauen. ein Wahnsinn. Ein Doppelschauer. Drum, wir müssen nur das ausbauen auf Facebook, auf, wie heißt das? TikTok auch noch, ja genau. Das müssen wir machen. Das müssen wir machen. Wir brauchen aber immer eine eigene Kamera dafür, weißt du? Das ist es. Naja, mit ja, Ja. stimmt. Ja, nein, ich muss eigentlich. Hängt auf Software. Weil Facebook geht ja da nur parallel, wann, also auf 16er Buben und auf mein Profil, nicht einmal auf mein Kanal, nur auf mein Profil, weil sonst müsste man nämlich da eine andere Software haben und die ist uns ein bisschen zu teuer. Ja, da muss ich ehrlich sagen, das geht nicht. Almoschkogel Fred, Bertelmann aus München, große Freude. Grüß Gott. Und Almoschkogel hat den letzten Tag auf der Alm, ja. Ja, schon her. Ich glaube aber überhaupt, ihr geht sozusagen in Pension, ihr macht es überhaupt heuer zum letzten Mal, was ich vernommen habe, ja. Das macht das wie viel lang? 10 Jahre, 15 Jahre, 20 Jahre waren die lang. Ja. Der letzte Tag einmal, Moschkogel, der letzte Tag, wo wir
unseren Winzer Dauertester in Ausblick Wien, Weingut Dr. Michael Höfler, noch haben, das letzte Flascherl sozusagen. Und Patrick, dir kommt die Ehre zu. Ich darf am wenigsten trinken, aber ich darf die Flasche öffnen. Ja, das ist ja, das ist was gut. Das ist schön. was gut. Das ist muss schon. Wie der Weingut Höfler, ein grüner Veltliner diesmal wieder. Ried Vorleiten vom Biesenberg in Wien. Müssen wir dann nochmal die Hymne Ehren zu Ehren spielen? Na, selbstverständlich. Der Fritz Stadler sagt, da muss ich mir noch ein paar Handys zulegen. Ja, Fritzl, wir werden das schon irgendwie hinkriegen, aber jetzt schauen wir mal, dass wir diese zwei Kanäle bespielen. Ja, Ja, schenkt dann was ein dazu, aber das ist ja viel. Naja, Weil sonst muss so oft dann. da muss ich so oft Dankeschön. hingreifen. Nicht? Das Eben. Ist, wenn ich mir's gleich Wildcat in die ist Hand auch dabei. Grüße an die Nymphen, Sittiche, Reu und Mäusle. habe. Genug. Ja, Ich lasse ihn gleich offen. was am offen ist, zahlt sich nicht aus, es zu machen. Es zahlt sich nicht aus. Außerdem kann er etwas atmen, auch ein Weißwein kann durchaus atmen, das schaut nichts. Albertine Kohli schaut zu auf Servus. Instagram, grüß dich gut. Sehr zum Wohle, Sehr zum Wohle. und Prost auf natürlich auf dich unseren und Winzer-Dauertester. Michi. Ganz besonders und herzlichsten Dank nochmal an dieser Stelle für diese Weinlieferung, die wir da gekriegt haben und natürlich ganz besonders auf euch alle der erste Schluss. Sehr zum Wohle. Sehr zum Wohle. Grüner Veltliner. Grüner Veltliner ist ein grüner Veltliner. Und das ist. Okay. Nein, aber das ist Na, wenn er einfach, mehr echt, also, sagen wir, charakteristisch ist, so wie der. Pfefferl und alles miteinander. Ja. Du, da müssen wir jetzt in Biesenberg. Müssen wir sofort machen. in natürlich. dem Höfler Michael zu ehren. Der hat ja wieder eine super Idee gehabt. Ich weiß gar nicht, ob ich das so sagen darf schon, ob ich das veröffentlichen darf oder nicht. Das ist ja wurscht, das ist ja nur eine Idee. Ob es umgesetzt wird, wissen wir noch nicht. Sagen kann man das Aber- schon, natürlich. Der Plan wäre eventuell, dass sozusagen, falls das mit Lockdown wieder ein bisschen schärfer werden sollte, dann. Na schau, Almoschkobi, meine Enkelin schaut auch gerne zu. Super! Ja, da trinkt man noch einen Schluck auf die Da trinke ich Enkelin. noch ein Schlückchen. Ja, da trinkt man. Ein Schlückchen nur. Sehr Sehr zum zum Wohle. Wohle. Schluck, sehr zum Wohle. Der Thomas Gagenfurt sagt gerade, die 1000 PS Live Show läuft auch noch gerade. Ja. Ich verstehe. Na ja, gut, ja, das. Thomas Klagenfurt, aber ich freue mich, dass du dabei bist. Andreas Christina fragt gerade an mich, hat es bei dir gestern auf der Heimfahrt auch so geschüttet auf der 5? Ja, und wie? Ich bin stellenweise an 70er gefahren oder drunter sogar. War ein einziger Bach, wie er schreibt gestern. Ja. Wann wir gefahren sind. Na, ich muss man das erzählen? Wir waren ja gestern einmal schon wieder einen Vogel abgeschossen. Also, Moment, da müssen, das Thema das müssen wir jetzt spielen, einen Wiener kennst du sofort. ja, das werden Können wir wir das schon. auswendig? Nein, ich hol die Noten Hol her die und du Noten erzählst her, ja. dabei die Geschichte. Ich muss nur schauen, wie die Noten habe. Ah, die hast du da oben irgendwo liegen? Wo ist denn der Odener? Siehst du das? Ja, da ist er, oder? Wo? Da steht er. Wo? Ah, nein, das Ja. war Nein, siehst du, erzähl dir die Geschichte, ich suche den Odener. das war komisch. Nein, den habe ich schon da wo. Hast du irgendwo? Ja, erzähl du die Geschichte. Na ja, Pass auf. wir waren ja gestern beim ersten Stammtisch auf der Dresdner Straße, Nummer 260, beim Harley Davidson Shop, also beim Fischer, und haben dort gespielt und durften dort ein bisschen aufspülen beim Stammtisch für Biker gegen, wie soll man sagen, wie heißt das genau? Biker Gegen Ausgrenzung gegen und Ausgrenzung Willkür. und Willkür nämlich. Aber das ist ja nicht die Geschichte. Das ist ja Aber nicht die nicht Geschichte. am Nachhauseweg wollte ich das Navi einschalten und ein bisschen lang eintippen und dachte, okay, wir sind auf der Dresdner Straße, wir werden doch auf die Autobahn finden. Ne? Das ist ja kein Problem auf die Südautobahn. Ja, wir haben auch auf die Südautobahn gefunden. Ja. Nachdem wir dort einmal die Auffahrt nicht gefunden haben und einmal einen Umweg von 3 Kilometer gefahren Zuerst sind. haben wir mal die Dresdner weitergefahren, so hoppala, da sind wir falsch. Richtung Da müssen wir Bierlo waren wir wenden. schon unterwegs. Ne? Da müssen wir wenden. Dann haben wir umgedreht und dann der Klaus gesagt, da geht's auf die Autobahn auf. Wir fahren auf die Autobahn auf. Dann denke ich mir, wir fahren, ja, wir werden da jetzt nicht falsch aufgegangen sein. Und denke mir also, schau links, ich Kronenzeitung. Vor allem sicher das grüne Tafel, das kennt ja jeder, nach Kärnten. Wir fahren in die verkehrte Richtung, da hat's was. Da sind wir bis Vösendorf gefahren. Ne? Naja, haben wir gesagt, jetzt fahren wir naja, der Umdrehen geht blöd, nicht? Jetzt fahren wir über Knottenschwächert. Überschwächert fahren wir, ja genau. Haben wir brutal, nicht? Haben wir gesagt, jetzt fahren wir Sind wir gefahren auf die S1, ne? Ein Stückel. Und dann sehe ich natürlich, fällt mir ein, naja, da ging jetzt zwar noch Schwächert und dann habe ich was fürchterliches getan. Ja. Bin über 6 Spuren, glaube ich.
Man Richtung A23 wieder um. Weil man kommt von dort dann zwar Richtung Knotenschwäche, aber nicht mehr zum Abbiegen nach Wien auf die Tangenten. Genau. Also Ja. offiziell nicht. Offiziell nicht, aber wir haben es inoffiziell haben wir das dann geschafft. Also, Es war eh kein Verkehr, nicht? also wir waren quasi nach 10 Minuten eigentlich auch dort, wo wir dann hin hätten wollen. Und deswegen spielen wir euch jetzt, das Lied kennen wir nicht, aber wir spielen es. Ja. Kannst du das auswendig? Oder bringst du Kann das ich gar irgendwie- nicht. Aber ich Nein, weiß schon, das ich macht bring's schon nichts. hin, ja. Das machen. In C-Dur ist es. Wie fängt das mit Refrain an, glaube ich? Das ist so ein Rondo ist das, oder? Ja. Glaube ich, Ja. Gut. Ja, die Strophe ist ja dann ein C bisschen, ist es, ein hast du bisschen, gesagt, bisschen Ding. Da holst du halt zurück, ist ja wurscht. Ja, passt schon. Das kann ich da runtergehen. In C ist, ja. Einen Wiener kennst sofort, so einer sehr sagt, und im eigenen Bezirk nach einer Gossen fragt, wann er schimpft, dass der Wein ihn ums letzte Gerstl bringt und gleich drauf seine 4 Viertel trinkt. Wenn's die Bundeshymne spülen, kennst du ihn sag an. Er steht da und ist ganz gestarrt, weil er den Text nicht kann. Doch bei Schrammen singt er mit, jedes Liedl, das ist gewiss. Daran kennst, dass er ein Werner ist. Der Franzose ist äußerst galant. In England ist der Mann als Gent bekannt. Der Ungarscher Wert auf seinen Paprika und der Tscheche auf sein Obstler. Jeder Spanier liebt seinen Stier und der Münchner und sein Bier. Doch hört, wie einen Wiener Mann ganz leicht erkennen kann. Einen Wiener kennst sofort, wann er sehr sagt, und im eigenen Bezirk nach einer großen Frucht, wann er schimpft, dass der Wein ihm das letzte Gerstl bringt und geht drauf seine 4 Viertel trinkt. Wenn's die Bundeshymne spülen, klingt's der Sage auf. Er steht da und ist ganz stark, weil er den Text nicht kann. Doch bei Schrammen singt er mit, jedes Lied, los ist gewiss. Daran kennst, dass er ein Werner ist. Blindflug, total, aber. Ja, aber das hat jetzt passt. Das ist mir eingefallen. Ja. Einen Wiener kennst du sofort, wenn er Servus sagt und im eigenen Bezirk nach einer Gassen fragt. Ja. Naja, es war nicht der eigene Bezirk, kann man zur Ehrenrettung, kann man das schon sagen. Nein, das war Und schon. kränkt hat's und finster war es. Fenster, wo es. Ich muss also die Beschriftung ist dort schon, die Straßenbeschilderung ist schon etwas Die war unpraktisch. unpraktisch. Ich habe da natürlich auch helfen wollen, aber natürlich habe ich ein paar Bier getrunken nicht? Und meine Hilfe war, naja, Hat aber nichts mit Bier zu tun, weil wenn es da stockfinster ist, die ganzen Straßentafeln, was da sind, du siehst das nicht. ja so, super. Der Landtagsstromer, umdraht wird nicht. Oder doch, nein, wir haben umdraht, weil wir einen Gürtel wollten wir nicht fahren. Ja, ein Stickel. Ja, na herrlich, schaut da was an. Nicht? Fred Bertelmann, bitte, wie heißt das Liederbuch, das ihr da habt? Ja, gute Frage. Gute Frage. Das ist Ja, schon wirklich gute Frage. zerfledert, ist schon wirklich zerfledert. Absolute Empfehlung. Karl Hodener, Odo lieber Augustin. Die schönsten Wiener Lieder gibt es zwar nicht mehr, also ist vergriffen, gibt es nur mehr antiquarisch, aber es gibt es noch. Also antiquarisch ist es kein Problem, das zu bekommen. Von Karl Hodener, Odo lieber Augustin, das hat wirklich, ich habe 3 Ausgaben davon. Und das ist die Arbeitsausgabe, da ist wirklich schon was an. Und Ich habe 2, ja. Eine diese auch, signierte. das warte, seit wann habe ich die? Das wird seit 96 gewesen Das sein. muss sein, seit wir uns kennen. Nee, ich habe es nicht von Anfang an gehabt. Ich habe schon gehabt, nämlich. Nein, Ich habe ich damals nicht. schon gehabt. Ich nicht. Ist das die und. Nein, das ist nicht die Nein, signierte, nicht? Ja, ja. Nein, das Buch ist aus den 91er Jahren. Wir spielen seit 94. Ich hab's, Da habe ich es nicht, aber bald drauf. Also ich sage jetzt mal 95, 96 ist diese Ausgabe. Alt. Und ist das wirklich schon üblich ist das schon Bichl oder noch Überall? Das ist noch Überreiter. Überreiter noch, okay. Ich glaube schon, das schaue ich auch noch mal nach. Nein, das Steht Bicker war der außen alte, drauf. das war der Steht außen schwarze. drauf auch. Nein, der Bichl hat es dann wieder gemacht. Ursprünglich war es Salzer Überreiter. War der erste.
Dann hat es Jugend und Volk, glaube Ja, ich. Jugend und Volk ist das. Und dann hat es der Bichler gehabt. Das waren 3 Verlage Wirklich? insgesamt. Gibt's nachher noch Der einen? Überreiter war es erst und dann der Ja, Bichler. das ist Jugend und Volk. Salzer Überreiter, Jugend und Volk und dann der Bichler Verlag. Jetzt dann noch mehr. Das in schwarz, also das Ausgebracht. gleiche mit schwarzen Cover ist, War der glaube ich, das Überreiter. alte. War der ne? erste, ja. Ja. Salzer Ja. noch. Ja, ja. Ja, absolut. Absolut leibend. Also kann ich wirklich, Fred Bertelmann kann ich absolut empfehlen. Wie gesagt, ist nur mehr antiquarisch, aber kostet nicht die Welt und es ist definitiv nur erhältlich und ist wirklich eine wunderbare Sammlung Absolut, ja. von Wiener Liedern, das hat der Rudiner ganz leibend gemacht. Sehr zu empfehlen. Gerade für Anfänger in Sachen Wiener Lieder, also weil wirklich ein riesiger Querschnitt einfach ist. Es ist einfach alles da, ja. Ja, absolut. Also wer auf Instagram uns zuschaut, das ist Behind the Scenes, möchte ich nur mehr anmerken. Und man kann auch jederzeit switchen auf YouTube, auf 16er.TV. 16er.TV, ja. Da sieht man uns dann in High Quality sozusagen. Mehr oder weniger. Mehr oder weniger. Man kann auch umschauen und weil der Thomas Fabrer folgt, ist meine Susanne auch da. Ja, aber derzeit noch auf Instagram. Also auf Instagram ist auch die Susanne Bum, Karin Albertina Bristonik, Nige 78, Joe Walkaway. Und da ist bei uns der 777 dazugekommen. Jawohl, na herrlich. Schau da was an. Schau, der Christoph Acker, der 1000 Best Stream ist aus. Nicht da ist bei uns gleich was auf. Ja, da springt es gleich weiter bei uns hier, muss ich sagen. Ja. Super. Typ von Oktan, Hubert Hinkofer, Daniel Schlöge ist dabei. Vorher Nussschnaps getrunken, habe ich an dich gedacht, Daniela. Kenn nicht deinen, weil den habe ich schon längst ausgetrunken gehabt, sondern einen anderen. Das ist bei mir auch, Und, das ist schwierig. Ja, aber jetzt aber das versprochene Lied, den Biesenberg zu Ehren unseres Winzer Testers. Sehr kalt ist er nicht, gell? Wirklich wahr? Ja. Ja. Sprunghaft werden es mehr. Der Mutter. Achso, ja, das Stream ist aus, das freut mich total, wenn es umkommt. So. Das ist immer eine große Freude. Und ja, pass auf, jetzt trinke ich noch mal einen Schluck an Wein und wir machen den Biesenberg mit der abgekürzten Solo-Version, wo ich einsteige. Genau, kein Heute Problem. muss ich das Mikro ein bisschen zudrehen. Oh, das haben wir zu laut oder was? Zum Spiel? Aber beim Singen, weil dann bin ich nicht so blockiert beim Spielen. Er ist blockiert. Weil mich so zurückhalten muss. Korbes Ruth ist auch schon da. Rodolfo. Christi. Taschler, ja, am Donnerstag. Jawohl, sind wir im Donnerstag Taschler. beim Taschler. Aber ich glaube, das ist ausverkauft, gell? Da kann man keine Werbung mehr machen, oder? Schon? Weiß ich nicht. Ja, wenn wir dann gleich noch reden. Die Daniela Schlöger heute den neuen Nussschnaps angefüllt. Daniela, das ist gut, dass wir davon geredet haben. Ui, schau. Kein Corona am Donnerstag, wir sind 9 und freuen uns sehr auf euch. Almoschkowi. Super. Ihr kommt zu 9 Bleibern zum Taschler. Nö, das ist ein Hit. So, na pass auf, dann machen wir ein Biesenberg. Zu Ehren Weingut Höfler und da muss ich dann noch sagen, was bin ich auch nicht fertig geworden. Ich fange ein Thema an und rede nicht fertig. Wir reden, wir Das machen, ist ja wie soll ich sagen, wir verzetteln uns schon. Das ist ein Wahnsinn. aber Das macht ihr aber kennt nichts. uns eh schon. Ja. Ich mache ihn Eingang. Bitte Einlauf, ja. Ich hab einen Weingarten am Biesenberg. Ich bin da gerne, wenn kein Mensch dort steht. Ich schau den Reben dort beim Wachsen zu. Ja, ich hab dort meine Hölle Ruhe. In meinem Weingarten am Biesenberg. Transit wird noch recht und nicht verkehrt. Man kann die Vogel und dort nur singen hören. Und am Himmel, da siehst die höchsten Sterne. Und nach einem Regen sich die Wolken erst verzogen. Dann sehe ich über Wien einen großen Regenbogen. In meinem Weingarten am Biesenberg, das Fleckerl lehrt es mir allein nicht kehrt. Dort boxt, ich sag's ganz nebenbei, das soll der beste Dreckfall Wein. Das hab ich
Garten am Biesenberg. Das Fleckerli hat das mir allein nicht gern. Dort magst ich sag's ganz nebenbei, das soll der beste Tripferl Wein. Dort magst ich sag's ganz nebenbei, das soll der beste Tripferl Wein. So schaut's aus. Schöne Nummer, Klaus. Ich danke dir immer wieder für diese Nummer. Markus, bist du nicht? Kann man nicht so oft Geil. hören, herrlich. Danke Geile vielmals. Wo sie haben so Einfach eine einfällt. Weltklasse-Nummer, sagt der Landtagsstrom. Ich freue dich. Ich freut mich sehr. Da schaut Harry Schneller-Fonte dabei. Herr Rutger wieder sehr virtuos. Wie steht's? Oh, danke schön. Wie steht's? Das muss ich wirklich sagen. Einfach total harmonisch. Spätzle, Spiker. Ja, ich bin selber stolz auf diese Nummer. Kannst du Absolut, ja, es ist ein obwohl es gar nicht so ein Ohrwurm, naja, wobei das am Anfang schon, aber es ist gar nicht so ein Lied, was du so klassisch sagst, das ist so zum Nachsingen, gell? Eigentlich nicht. Das, sagt, Ja, das muss man schon ein paar Mal gehört haben, dass man es so nachpfeifen oder nachsingen. Und dennoch den Menschen gefällt es, auch wenn man live spielt, wird man ein bisschen lauter dran. Die Rudi Korbe, es schreit auch Welt hat einen. Und erst der Vortrag. Danke, Rudi. Ein Hit. Ich danke euch schön. Ja, auch natürlich, schau, Joe Walker, herrlich Respekt, vor allem bei diesem Lied an den Quetschen Hendrix. Oh, danke schön. Joe Muss mich Walker, fast erheben. Naja, Danke, was- danke, das ist sehr nett von euch. Das ist schön, ja. Danke. Ja, ich muss ja da immer auf Muss ich- Instagram Muss ich anschauen. gleich, ja, richtig. Ja. Und das natürlich. Muss ich gleich einen Schluck nehmen? Aber ich nehme an, dass also auf Instagram der Ton wieder gut ist. Also nicht wieder, sondern dass er passt, dass er gut ist, dass man Hoffe. es gut hört. Sonst dürften da keine Achtleine fallen, wie vom Nige 78 zum Beispiel, herzlichsten Dank. Ja, und mir trinkt natürlich, weil es gehört ja zum Berufsbild dazu. Sozusagen, ja. Sehr zum Wohl. Zum Wohle. Da ist eine Fonte, doch, ich singe das die ganze Zeit in der Arbeit, also innerlich. Das freut mich. Ja, nein, aber ich glaube, das muss man schon ein paar Mal hören. Also im Unterschied zum, also von der Melodie her, ne, das ist dann nicht der, ne, ja, wobei vielleicht Aber Aber, oben Weingarten am Ja. Biesenberg. ja, na gut, wir kennen schon, Wir ja. kennen es, ja. Aber Man, die Heiselfahrt geht da schneller ins Wald. ich wollte gerade sagen, ja, Das ich ist wollte auch gerade sagen, das ist auch da viel einfacher geschrieben. Ja, einfacher, vom Rennen mit die Singmelodie Die Melodie ist wurscht. ist bei mir die Biesenberg nicht sonderlich Nein, kompliziert. gar nicht. Du, bringen wir den Taschler zusammen. Aber sie. Weil nämlich der Taschler, erstens, wie gesagt, am Donnerstag, jetzt am Donnerstag, sind wir wieder beim Taschler, ruft's auch, schaut halt nach bei uns bitte auf der Homepage, steht da 16erburm.at, wer noch Interesse hat, am Donnerstag vielleicht hinzukommen ins Kollenberger Dorf, weil ich weiß wirklich nicht, ob noch Plätze sind oder nicht, aber auf der Homepage stehen die ganzen Daten, da könnt ihr auch rufen, könnt schauen, ob noch ein Platz ist und dann könnt ihr noch hinkommen, aber am Donnerstag eben 7:30 auf die Nacht spielen wir beim Taschler wieder, wie schon seit 15 Jahren, über 15 Jahre glaube ich sogar schon. Und ja genau, der Harry Schnellfonte, trinkt's Burschen, ihr seid dem Ruf und Beruf verpflichtet. Vollkommen richtig. Ich trinke ja nicht, weil es mir schmeckt, ich trinke es ja nur, weil es halt sein muss. Ne? Ah, die Daniela Schlögl, das ist Balsam für meinen Ja. Magen. Das ist gut, wir kriegen eine Flasche. Danke. Der Andreas Christener singt in Biesenberg auch. Also vielleicht tue ich mir da. Schau, der 777 würde gerne kommen. Ja, 777, sei so gut, schau bitte noch auf 16erburm.at, da stehen die Kontaktdaten alles drin, da ist eine Telefonnummer und da rufst du noch in Taschler an und falls du allein kommst, werden wir dich schon irgendwo hinsetzen. Das schaffen wir schon irgendwie. Ich glaube, wir werden heuer das erste Mal drinnen spielen jetzt. Da. Ja, es geht. Ja, wobei Aber es die soll sagt, die schön Woche werden. ist halt schön und das Ja. könnte, wenn es ein lauschiges Nachteil ist. Ja. Christoph Jedenfalls Acker meint, ja. dass auf einem Schoßner Platzerl ist, aber natürlich nicht, weil Christoph. da sitzt schon meine Liebste. Nämlich meine Gitarre. Also die Liebste nach meiner Liebsten. Dass ich mir da nicht in einer Wirbel reinrede. Himmel, Herrgott. Ja, ist das der Korbesrot, der war schon letzte Woche beim Taschler. Der hat den Termin verwechselt. Echt? Achso, ja, wir waren heuer. Ausnahmsweise im Ja. September, ja. Ja. Eine Woche später, ja. Ui. Das ist weil meistens ist es der erste Donnerstag, aber eben nicht immer. Und ja, auf jeden Fall, Donnerstag ist der Taschler, das heißt, das ist der eine Grund. Der zweite Grund ist, dass wir auch den Taschler Manfred als Dauertester, Winzer-Dauertester gewinnen konnten. Es hängt jetzt nur davon ab, mit welchem, wenn wir haben einen zweiten auch noch.
einen Winzer Dauertester gewonnen, wo wir schön Wein haben. Jetzt hängt es davon ab, wir wissen nicht, ob wir dann anfangen mit dem Taschlerwein oder mit dem anderen. Oder mit einem anderen, ja. Kann man eigentlich auch schon sagen. Kann man eigentlich auch sagen, vom Heurigen Wolf aus Neustift. Weingut Wolf, ja. Ja, also, Alt eingesessene Partie dort ja. schon. Und auch da haben wir den Wein schon bekommen. Also wer bei der nächsten Pavlatschen der Winzer-Dauertester sein wird, wieder für 5, 6 Folgen, wird es erfahren. Aber es könnte der Taschler sein, deswegen spielen wir jetzt auch eine Eigenkomposition. Das Lied heißt nicht beim Taschler oder so ähnlich, weil beim Taschler gibt es ja schon, da hast du mir eins geschrieben, Genau. ein Instrumentalstickel. Das müssen wir uns mal wieder Das werden wir einlegen. nächstes Mal spielen, ja genau. Ja. Ein spezielles Bike ist dahin. Für die gut, Servus, hat mich Okay. sehr gefreut. Vierte Servus, Andreas Christiner, Uhrzeit, 7:30 spielen wir. 19:30 spielen wir, ja. Ja. Da steht am Plakat, weißt du, spielen wir später. Ein Scherz, ein Scherz. Ja. Da machen wir viel Pausen, nicht? Ja. Die Daniela Schlagel holt am Samstag Deine UM. ihr Motorradl. Na, da muss ein schönes Wetter, natürlich wird das Natürlich wird das schönes Wetter sein. Da muss ein schönes Wetter sein. Na gut, aber jetzt spielen wir mal eine Eigenkomposition. Der Joe Walkerway ist auch dahin. Verfolge euch aber trotzdem aufmerksam weiter. Lieben Gruß, Joe Walkerway, Dix Puzzle auf Instagram. Wiederschauen. Und ja, wir spielen jetzt Taschler. Das Lied heißt Klein in der Kirchen vom Kolmberger Dorf. Oder Klein in der Kirchen, ich weiß eigentlich noch gar nicht, wie es heißt. Ich habe es glaube ich noch gar nicht angemeldet. Sogar Das ist schlecht, wir spielen es die ganze Zeit und können es nicht. Das ist Zeit erst. Das muss ich anmelden. Na, unbedingt. Ja. kein? Ja, man kann es nicht. Das geht rückgängig. Geht rückwärts nach, genau so Aber, ist es. aber ich glaube, ich habe es noch gar nicht angemeldet. Wir spielen das jetzt. Ja. Ja, aber da muss ich es niederschreiben, das mache ich nicht so gern. Ne? Und deswegen- Zwischen Nussberg und Donau, am Rande von Wien, da liegt ein ganz kleines Dörfle mit kleinen Häusern darin und gleich bei der Kirchen ums Eck. Da liegt die Buschenschank-Taschler versteckt. Kleine in der Kirche vom Kohlenberger Dorf, da liegt der Heiriger ganz still und klar. Der Wein ist herrlich und noch ehrlich und Musikanten spielen dort auch die alten echten Wiener Lieder vom Tod, vom Wein und von der alten Zeit. Drum findet man mich dort immer wieder und ich find dort Gemütlichkeit. Dort ist noch nichts neu und nicht modernisiert. Vom Essen das Beste findet man dort garantiert. Viel Frohsinn, Hamur und viel Glück liegt drin. In der Buschenschank-Taschler am Rande von Wien. Klein in der Kirche vom Kohlenberger Dorf, da liegt der Heiriger ganz still und klein. Der Wein ist herrlich und noch ehrlich und Musikanten spielen dort auch die alten echten Wiener Lieder vom Tod, vom Wein und von der alten Zeit. Drum findet man mich dort immer wieder und ich find dort Gemütlichkeit. Jetzt sagen sie uns die Gemütlichkeit herunter. Herrlich und noch ehrlich und Musikanten spielen dort auch die alten echten Wiener Lieder vom Tod, vom Pein und von der alten Zeit. Drum findet man mich dort immer wieder
Und ich find dort Gemütlichkeit, Gemütlichkeit. Und ich find dort Gemütlichkeit. Auch eine großartige Nummer von dir. Ja, nicht schlecht, gell? Ja, nicht schlecht, ist auch gelungen. Ja, nicht schlecht. Schau, das Wird, gefällt mir wird auch. nicht der große Nachspielhit sein, aber Glaube ich auch, glaube ich auch. das ist echt geil. Wie ist das einmal vereinfacht spielen? Und der Ver- Weniger jazzig, ob das dann auch noch wirkt. Das weiß ich. Schön. Aber was so geschrieben hat, gefällt. Hey, Markus gefällt's, Pistorius hey, gefällt's. zitiert. Vom Tod, vom Wein und von der alten Zeit. Ja, ist es so. Ist es so. Und auch auf Instagram. Kommt's gut an, Gerd, Flat Race, Fritz Startguss. Hauen uns die roten Achteln rein. Apropos rote Achteln. Der Harry schneller Fronte. Und der Klause Wüller schreibt da richtig schöne Lieder. Ja, aber da muss ich wollen. Da muss ich Ich muss auch wollen. wollen. Ja, das ist Ist schon die Wildkeit hakelt. viel Spaß. Aha, Markus Pistorius, die Nummer ist eine meiner Favoriten. Das gefällt mir, das ist natürlich toll. Es wird Zeit, das muss man auch anmelden heißt. Ja, die muss ich Unbedingt. anmelden. Die muss ich haben. Schau, ich habe ein Lokal-T-Shirt. Kann man es lesen eigentlich? Alter Rutsch ume. Abstand halten im Floridsdorf. Leihwand. Flohkistel. Flohkistel beim Schlingermarkt. Kleines Geschäft mit lauter regionalen Produkten. Und ja, habe ich hiermit auch erwähnt. Da ist schon wieder Werbung. Das ist ein Wahnsinn. Man sagt irgendwas Leihwand und das ist gleich Werbung. Aber was? Ja, kann man hingehen. Was haben wir da noch? Was haben wir da noch? Die Achteln. Heute swingt's fantastisch. Thomas Nickmann, ich danke der Chef. Kallenberg hat auf Grenze der Kernzone 100, im Gegensatz zur SCS geht sich's aus. Das stimmt. KTM Junkie lobt mich auch. Danke vielmals. Ja, es ist, mir gefällt es. Halt, mir gefällt es auch, wollte ich sagen. Es ist halt eine jazzige Nummer, weil eben der Manfred, der Taschler Manfred, eben ein Jazzfan auch Ja. ist. Also Wienerlied und Jazzfan. Und darum habe ich gesagt, machen wir das jazzig auch. Hat eine riesen Shellac-Sammlung auch von alte Hodernand. Das Ja. ist unglaublich. Aber um jetzt komplett an, wir haben ja wieder ein Thema ausgegeben. Wie so oft mit der Bablatschen. Bis jetzt haben wir noch nichts besprochen. Bis jetzt haben wir die Themen alle nicht. Ja, das ist immer daneben gegangen. Na, wir haben Aber- immer viele Themen besprochen. Ja, aber nicht das, was ich ausgegeben habe. Was gibt es für den T-Shirts? Oder wo? Ja, im Flohkistel ist am Schlingermarkt, am Floridsdorfer Markt. Da gibt es eben das sogenannte Flohkistel. Es ist dort in den Arkaden vom Schlingerhof, berühmter Gemeindebau. Und die sind mich ganz leibend, die haben zwei Geschäfte. Dort ist Ben Condito und das ist nämlich ein Gewürzgeschäft. Die haben herrliche Gewürze aus eigener Mischung, also importieren wirklich wunderbarste Gewürze, also da beziehe ich gerne Gewürze her. Und eben das zweite, was ist aufgemacht, das Flohkistel und da haben sie Produkte wirklich aus der Umgebung, also Florid, also Transdanubien, sage ich mal. Und Weihviertel wahrscheinlich. dazu. ja, aber in der Näheren. Also wirklich jetzt, sie schauen, dass das sehr lokal sind. Ja. Ich glaube, der Christoph Acker was anders gemeint, was mit den T-Shirts ist. Wieso, was? Nein, was mit Ketten, mit Fleischleibchen ist. Ah, von denen, ja, naja, das wird schon kommen. Das wird schon kommen. Wird schon kommen, Seid nicht so ungeduldig, ich meine, im Speziellen der Christoph ist. Entspannt euch, es kommt ja eh wieder. Da kommt was auf euch zu, kann ich nur sagen. Ich hoffe es. Also ich bin guter Dinge und ich glaube schon, dass das recht leibend werden. Und ja, Absolut, wir werden sehen. Ich freue mich auch schon drauf. Ich muss einen Schluck allein schenken, ist das lustig? Schenk dir einen Schluck, pass auf, Ich dann habe trinkst jetzt du aber aus. immer nicht so viel eingeschenkt bei mir gehabt. Das ist, nachdem ich ja mit dem Automobile fahre, Ah, schenk mal ein. bitte schön gerne. Dass was weitergeht. Ui, Entschuldigung. Danke dir. Gerne. Unser Winzerrad ist der Michael Löfler. Zur Drüber. letzten Neuheit. Also jetzt einmal. Ne? Wir werden schon irgendwann einmal wieder von ihm trinken. Es dauert, ja. Auf Instagram sind dabei jetzt der Caverna, Servus, Christi Gott und der NA68 auch. Herzlich Servus. Wie soll man wie Zeit haben? Ja, ein bisschen rennt noch auf Instagram, da rennt es ja nur eine Stunde lang. Das wird jetzt da, ja. Aber halbe wer Stunde. will, kann switchen auf YouTube jederzeit. Da sieht man uns dann auch in HD, wie man so sagt. quasi. Da bin ich nicht so verschwommen, weil ich bin da noch nicht verschwommen, weil ich so eine Fischaugenlinse über der Kamera vom ja, du bist scharf. Also im Bild. Das war mir jetzt lieber gewesen, wenn man das der Freundin gesagt hätte. Das war keine Scherz am langen Hand. Schön. Mach keinen Scherz, Martin, mach keinen Scherz. Nimm einen Schluck Wein. Du bist keine Sehr zum Polzenschweider, Wohl. eindeutig. Sehr zum, ja, Prost. Prost, Prost.
Ja. Ja. Sie digital schon immer an der Wand, sagt die Weike. Ja, eigentlich schon. Also, Seit der man- fällt mir auf der Spüle gerade, Ja. weil die andere noch beim Patrick liegt, aber an sich schon, ja. Also immer, also die letzte Zeit. Ganz am Seit- Anfang waren es nicht an der Wand, ganz, aber das ist schon lange her. Schon sehr lang her, ja. Jetzt muss ich mal schauen, wie viele Pavlatschen wir eigentlich schon gemacht haben. Das habe ich hab ich gar nicht geschaut bis jetzt. Wie viele sind, bei welcher Ja. Nummer wir sind. Ja, das muss ich schauen, weil da gelten ja die ersten Livestreams auch nicht. Also das, Ja, wie genau. viele Livestreams wir schon gemacht Vom haben. letzten Jahr auch schon. Ja, eben. Das muss ich direkt einmal schauen. Was hat er jetzt nicht gesagt? Markus, was? Also das mit Scharf, meinst du das? Ja, nein, das ist immer so eine Sache. Ja, aber auf jeden Fall sieht man uns, also habe ich jetzt für Instagram so ein Fischauge, also ich sage halt Fischauge, so ein Weitwinkel-Ding aufgelöscht noch, nicht? Weil sonst das musst du ja in Hochformat machen und da sieht man uns ja original, ich meine im Hochformat miteinander. Aber so sieht man uns ja wirklich ganz. Das ist ja behind the So sieht man's scenes auf ganz, Instagram, auf YouTube nicht. Sieht man uns nicht ganz. Darum haben wir ja das wunderbare Schuhwerk hier an. Ne? Das ist Schlafen. Schaut, dass wir bei der ersten Pavlatschen, also beim ersten Stamm, also beim ersten Frühschoppen beim Lockdown im März, das war der erste Frühschoppen, wie wir uns wieder treffen durften. Ja, genau, Nach ein paar Wochen im Frack. Aber das Schuhwerk hat keiner gesehen damals. Das war großartig. Ja, nachdem sie den Bild waren, muss Ich nicht man die Bilder, das war, ich brauche meine was sollen wir das Latschen ranziehen, Entschuldigung. Auf was hinaus? Bloß Hapert gespielt. Ne? Damals waren wir noch nicht auf Instagram. Das stimmt. Aber das hätten wir dann auch gemacht, weil eben bei heute sind dort hätten wir halt gesehen, dass wir schlafen machen. Naja. Was die Daniel schlägt, ich hoffe, die Shirts gibt es in Damen 3XL. Die zweifach passen mir nicht und nein, ich habe nicht über Corona zugenommen. Das ist ein Gerücht. Daniela, das ist Ich Gerüchte. gebe es zu, ich hab Echt? zugenommen. Ich habe nicht Es zugemacht. Wie das machen, weiß ich nicht. Sie machen. Ich weiß nicht, warum ich nicht zugemacht habe. Wahrscheinlich wegen dem Sport. Die zwei Radl fahren Krankenhaus, aber Gießen haben auch das 10-fache fast. Das war Das soll nicht 3XL wirst du bei Fleischleibchen nicht brauchen. 3XL. Glaube ich auch nicht. Glaube ich nicht. Weil da passen Wir haben uns mir die die schon X. angeschaut. Ja. Und das heißt was. Ja, Normal immer normal das immer ist- doppelt. Ich habe sonst XXL, Aber- also das ist ein XXL und das geht gerade. Du, ich hab Ja. eben eine Losung, das Thema ausgegeben, nämlich Wienerlied Reloaded, auch eine Idee von Martin Kettner von Fleischleibchen. Wienerlied Reloaded, weil wir dann so gesagt haben, naja, pass auf, wie ist das eigentlich? Wie wird eigentlich das Wienerlied, wie wird das weitergehen? Irgendwie wird es weitergehen, aber wie wird es weitergehen? Weil so wie früher das Wienerlied war, nicht? Also, oder gepflegt wurde, das ist ja vorbei. Ich meine, das ist wirklich vorbei, das kommt auch so nicht mehr. Zumal die Alten sind gestorben, fast alle, eigentlich fast alle von den Alten sind gestorben, gibt wirklich kaum mehr jemanden und von den relativ traditionellen, jetzt sind wir und dann kommen wir noch mit einer Hand aus. Das geht sich aus, Ja. ja. Und das ist natürlich nicht viel und das heißt, diese Art ist vorbei. Das heißt, wie wird es weitergehen? Dieses Wienerlied Reloaded, das war sozusagen dieses Stichwort. Und ich finde das eigentlich gar nicht so schlecht, weil wir ja jetzt immer zugegangen sind mit dieser Idee, wir schauen, dass wir das Alte da halten und was wir neu schreiben, das schreiben wir auch neu. Also das machen wir Da auch. können wir machen, was wir wollen, da können wir uns voll auslassen. Genau. Und nicht im Stile des alten Wienerliedes, Ja. oder, sondern das machen wir einfach neu. Und ja, mein Bruderherz ist dabei. Thomas Bastlecke. Servus, habe ich die Servus, Ehre? Buben, sagt er. Und wir sagen natürlich Servus. Daniel, beim Zonko, da brauchst du 3XL. Na, habe die Ehre. Dass das natürlich, naja, gut, aber Also Damen 30, die sind wieder Damen aus ist wie wieder bei was Herren. anderes. Ja, Damen ist was anderes. Ja klar, weil das denke ich mir, weil das, Ja. ich meine, ich kenne die ja, also so bist du auch wieder nicht. Aber ja, es kann schon sein natürlich. Aber nachdem es ja von Fleischleibchen ist das, was beim Zonko die Größen gibt, wird es bei uns Bei uns auch geben, weil sie ja von der gleichen Firma sind. Ja genau, der Harry Schneider von der hält durch nicht mehr lang, dann sind sie die Alten. Ja, das stimmt natürlich leider. Das, Ja. also, manche sagen das sogar schon. Also nicht, dass wir die Alten sind, sondern da war irgendwann mal so ein... Das sind wir eh schon vor. Nein, nicht vom Alter jetzt her, Ja. aber von dem, wie lange wir zusammenspielen. Ja, 25 Also wir Jahre. sind, glaube ich, die längste. Nein, sind wir nicht. Es gibt noch die Werner Spatzen, die spielen länger zusammen. Ja, die spielen fast 40 nicht Jahre zusammen. Aber die spielen fast nicht zusammen. Also
Über gibt nicht 40, viel, ja. gibt nicht viele Möglichkeiten, sich Ja. gemeinsam zu hören. Ne? Die spielen so viele 45, andere. glaube ich, spielt die. Also, Ja, schon eine Zeit auf jeden Fall. nicht, die war schon mit 20 angefangen oder Ja. so wie mir. So wie mir. Ja. Aber das war's dann. Also man, Das war's dann, ne, ja. die, Ja. aber eben so dieser Zugang, dass man sagt, nein, das Alte erhalten und das Neue machen und frisch machen. Und so wie wir halt glauben, dass es leibend ist und nicht auf verbissenes Konservieren des Verstaubten, ne? Das sind wir ja gar nicht. Also ich glaube, dass das so ein bisschen unser Weg sein wird. Aber eben das Alte, finde ich, wenn man das alte Wienerlied auspackt, ich finde es nicht verstaubt, ich finde es Nein, nicht gar schlecht. Also ganz ehrlich. Überhaupt nicht. Die Weidke sagt, wir sind doch junge Hüpfer. Also Danke. Hüpfer sind wir auf keinen Fall, weil da Ein Flitzer bitte vielleicht, weißt du? na, Hüpfer sind wir, weil da reißen uns die Bandeln und Sehnen oder so, wenn wir auch nicht zu viel hüpfen. Nicht der Flitzer, weil ich mit dem Rall. Noch mit dem Fahrrad. Vielleicht, nein, mit was anderem. Ja. Naja, warten wir mal im Winter an. Ne? Du, aber jetzt spielen wir Warten wir ein ab, altes Lied. was uns dann auszahlen können. Schauen wir mal. So ein Härtefall klein- voll, ich warte schon 4 Wochen auf den So ein Härtefall. kleines Brumm, weil es schlecht ist. Ja. Schauen wir mal. Ne? Daniela Schlögl, das Motorrad, was du hast, ist nicht zuwider, muss ich ehrlich sagen. Ja, das wollte die Patrick auch, ja. Nicht die, aber ich habe schon auf die Homepage geschaut von einer. Was anderes gibt es ja da auch. Da gibt es ja so Enduro-mäßig auch was. Ui, der Rudi Korb, dann mache ich jetzt einen Themawechsel. Entschuldigung, bist du schon fertig? Geht Oder? schon. Ja, passt schon. Ich hätte jetzt weiter. Ich wollte jetzt nicht, aber der Rodolfo Corbesso bringt nämlich, gibt es ja das wöchentliche Wienerlied und das Wienerlied Wissen von euch. Naja, ja, ich habe tatsächlich noch ein paar Aufnahmen, habe ich noch. Wir werden wahrscheinlich, also für die, die es nicht wissen, wir haben seit März, April letzten Jahres haben wir angefangen, Ja. wöchentlich ein Wienerlied auf YouTube online zu stellen. Findet ihr auf unserem Kanal, die Ja. Wienerlied-Ding. Und das hat sich dann natürlich aufgehört, wie wir nicht mehr zusammengekommen sind. Weil wir Wenn wir nichts mehr aufnehmen können. einspielen haben können gemeinsam. Ja. Dann haben wir wieder welche, ich hab tatsächlich noch welche. Ja, ja, ich Das habe müssen noch aber welche. einige sein. Ja, ja. Ein Für paar sind Wochen schon sogar. da. Ja, ja. Also ich sage einmal, Und dann extra noch mehr eingespielt. ja, Ja, ja. ja, ja, ja. Für 5-6 Wochen sicher was da, glaube ich, eigentlich. Fällt mir gerade rein, ja, genau. Also ein guter Hinweis vom Rudi Danke, Korbes. Rudi. Zwischendurch ganz kurz nochmal Landtagsstromer Rainer Bittermann, Florian Lackinger auf Instagram live dabei. Grüß euch gut. Freue mich, dass ihr dabei seid, dass zuschaut. Florian Lackinger, aber ein Musikerkollege natürlich. Leibend gefreut mich, was das da bist. Und auch eine Möglichkeit, auf YouTube zu steigen, nämlich auf 16.tv. Da ist die Qualität ein bisschen besser als auf Instagram. Es gibt unter den alten Liedern schon viel Zeitloses, definitiv. Ja, also nur um den Rudi Korbes nochmal, also ja, wir werden das wieder anfangen. Ob Sie dieses Wienerlied wissen, kompakt, was wir da kommen, aber das, ja, in irgendeiner Form und Art und Weise werden wir uns da vielleicht schon was einfallen lassen. Also wir haben schon ein paar Ideen, ein bisschen müssen wir noch, das ist halt eine Recherchegeschichte, eine Aufnahmegeschichte, also wir werden das schon noch machen. Es kommen schon ein paar Geschichten dazu. Der Helmut Fahler grüßt uns aus der Steiermark und wir grüßen freudigst zurück. Da haben wir der Helmut Fahler, bitte bleib dran auf jeden Fall, weil wir haben da noch eine kleine Überraschung. Wenn du schon aus der Steiermark bist, haben wir da noch eine Überraschung. Ja. Dann wieder Schlüge, ja, danke. Ich weiß aber, für heuer geht es sowieso nicht aus, weil, wie gesagt, Corona hat mir ein bisschen zwickt, ein bisschen. Wenn wir nächstes Jahr schauen. Ja. Aber das ist ein guter Hinweis noch auch dafür, da muss ich das wieder aus. Ja, Moment, da ist aus und dann den Hinweis hineinspülen, dass wir euch danken für einen Schmattes an Obolus. Ja, der virtuelle Hut geht herum, wie beim Heirigen, wie wenn wir dort spielen täten. Genau. Täten wir ja auch quasi ansammeln gehen und so machen wir das halt da online. Das heißt, jetzt in der Videobeschreibung findet ihr dann die Daten, sprich IBAN, BIC und PayPal. Und da freuen wir uns und danken euch jetzt schon für eure Großzügigkeit und für einen kleinen Schmattes. Markus Unterholzer begrüße aus der Tiroler Land. Aus der Tiroler Land. Alter. Grüße aus Georgien. Also du bist schon wieder Bist schon wieder unterwegs. Ja, schön, schön. Ja. Georgien war noch nicht dort, aber ich hab schon einige interessante Dokumentationen über Georgien gesehen, ja. Ja, das schaut er wieder. Nicht? Ja, super. Schön, Ich meine, ich war noch nicht dort, aber ich habe was gelesen. darüber. Interessant. Ja, toll, ja. Ja, sicher. Die Motorrutke wird immer konkreter. Absolut. Natürlich, selbstverständlich. Natürlich. Florian Lackinger grüßt uns mit einem Hallo auf Instagram und wir grüßen zurück. Und ja, und jetzt haben wir gesagt,
jetzt spielen wir mal wieder ein ganz altes Lied, ein uraltes Wiener Lied. Schauen wir, was uns jetzt noch einfällt. Zeitgemäß passt. Zum Beispiel. Zum was Beispiel, das ist, ja. Aber Oder? das können wir machen. Das können wir machen, das passt passt gut. nämlich wirklich. Das Karl passt gut. Lorenz, ja. Aus den 18, 1880 so herum, ja. Karl Lorenz. Ende 19. Jahrhundert, fast wie nix. 140 Jahre alt. Ja, und das passt, wenn es für da geschrieben sind. Bis auf ein paar Begriffe, die einfach halt Ja. damals waren. Die Leute haben zu wenig Geld, so heißt das Lied. Ja, wenn man unser Wern betracht, da war's kein Wunder, wenn man lacht. Der Unterschied gegen frühere Zeit, da waren's halt noch ganz andere Leute. Am Tiergrund am Schottenfeld, da hat's noch immer Silbergeld. Die 20er, die sind umgeflogen, der Tisch, der hat sich bohn. Ein Bachendl, ein guten Wein, hat auf kein Tisch nicht fehlt. Doch schaut mal heut, wie es zugeht dort, da drunter am Schottenfeld. Die reichsten Leute haben Grieder gemacht, Fabriken zugesperrt über die Nacht. Wo die Weber gewebt haben, Seidenschein, steht einfach so ganz Folie. Von Bachendl ist links keine Spur, es schlägt da jeder hinterm Tor. A gesöchte Blunzen, das alles hört, die Leute haben zu wenig gehört. Ja, ein Frittis, ein Frittis, ein Frittis auf der Welt. Ja, ein Frittis, ein Frittis, die Leute haben zu wenig gehört. A Werner nach dem alten Schlag, wie es einmal kommt keiner nach. A Kernfigur mit Stöbenand, hernach der Schnitt vom Sonntagsgewand. A Kipferwahnsinn in der Drum, nach links ein bisschen vierig schon. Zwei Chesterreckerl Hosen gestellt, a Pfeffer hat nicht gefällt. So war der Werner Bürgersammann nicht stolz und nicht übertrieben. Doch schaut mal heut den Nachwuchs an, was ist uns übrig blieb. A Gigerl mit einem Drarer Hut, die Gestalt die reinste Missgeburt. Ein Stiefeln keine Absitz dran, das Gewadel haben's vom Tandler. Das ist so dünn wie Flusspapier, im Sog sind's miteinander schier. Zum Auftrag jeden's Maselfeld, die Leute haben zu wenig Geld. Ja, ein Frittis, ein Frittis, ein Frittis auf der Welt. Ja, ein Frittis, die Leute haben zu wenig Geld. Jawohl. Jawohl, uralte Nummer. Eine gesöchte Blunzen klingt gut. Naja, das meint man, naja, es war was anderes eigentlich. Es war damals eigentlich ein Blumen, war arme Leute essen, weil es aus den Schlachtabfällen gewonnen wurde. Ja. Und dann war viel, was weiß ich, viel Mehl drin oder was so. Das war halt gestreckt, ne? Wie man sagt, so gestreckt. Na, Blut hat man sonst auch nicht viel gegessen, das Blut war Apfelprodukt. Ja, außerdem, ja. Später ist mir drauf gekommen, wie gut das schmeckt. Darum ist ein Blunzen so teuer, weißt du? Ja, kein Geld, früher war alles besser, das ist und bleibt aktuell. Definitiv. Da schaut der Gerald Spörk ist auch dabei. Das freut mich, servus, grüß dich gut. Herrlich, herrlich. Das hat mich jetzt richtig mitgenommen. Aber es ist eine schöne Nummer. Ich finde es irgendwie leibend. Ja. Aber das ist natürlich ein Lied zum Beispiel, das jetzt wirklich vom Text, definitiv vom Text lebt, weil hat jetzt musikalisch nicht ein Ding drinnen. Aber das ist wirklich eine Geschichte. Ne? Ja, genau. Das genau. hat schon wieder was. Gute Tag geschafft, ich hab keins mehr, sagt der Landtalstromer. Naja, hörst. Ah. Was soll ich da sagen? Was soll ich da sagen?
Du Patrick, ich habe vorhin versprochen, wir machen eine steirische Überraschung. Na klar, machen wir. Er hat heute hat er es wieder mit. Die Insider wissen Bescheid. Ich stelle hier einmal ab und greife sofort. Bitte recht lustig, Klaus, darf ich eure Musik für ein Video von mir nehmen? Jederzeit, Günther, jederzeit. Das Schmattes, wo kommt der Ausdruck Schmattes her? Fragt der Fritzl. Ist interessant, Schmattes. Ich hab's schon mal gewusst, ich hab's schon wieder Ich hab's vergessen. auch wieder vergessen, ja. Ich hab's gewusst, Schmattes. Aber zum Beispiel, was viele nicht gewusst haben, ich weiß nicht, ob das stimmt. Das hat jetzt mit Wienerisch gar nichts zu tun, aber das fällt mir gerade ein. Du hast im Wilden Westen. Im Wilden Westen war eine Patrone, hat in etwa so viel gekostet wie ein Glasl Whisky. Nicht so. Und jetzt haben aber die Cowboys, wenn sie so waren, nicht, an der Pudel sind sie gestanden und haben oft, ja, das war nicht so, weil kein Geld mitgehabt hast. Und jetzt haben die einen Whisky gekauft und haben mit einer Patrone bezahlt. Und angeblich ist das der Ursprung für den Begriff Shot. Nicht für einen Shot. Hat mit Wienerisch nichts zu tun, aber natürlich. Aber interessant ist, aber allgemein wissen, Lehrauftrag schon wieder erfüllt hat in der Sendung. Gell? Das ist Ja, ja, einfach ein immer. Wahnsinn. Immer. Unglaublich. Ja. Der Zeit voraus ist auch der Harry schnell davon. Doch er hat kein Geld in der Tasche. Ja, das ist so eine Sache, ja. Markus Besunik freut sich auf die steirische und der Günther freut sich. Ja, du kannst jederzeit und wenn du irgendwas brauchst, Günther, und das kriegst du irgendwo nicht im Internet oder hast du es nicht auf CD, einfach melden, dann kriegst du eine entsprechende MP3 oder was du halt brauchst. Genau, so ist es. Ja. Mein Freund, die Einsamkeit ist auch mein Favorit. Motorradfahrer Roberto. Naja. Ne, das spielen wir da natürlich. Das spielen wir da, wird das gefallen. Da schau, der Matthias Mariacher sagt schon, Schmattes ist Jiddisch. Fetzen, ja. Fetzen, Trinkgeld, Geld, Schmiergeld. Aus dem Jiddischen Schmattes, ja. Fetzen. Naja, darum sagt man, los das Rascheln und nicht scheren. Ne? Richtig. Wie wir immer sagen. Ne? Ich meine, der Fetzen ist bei mir eher halt das, wenn man zu viel getrunken hat, aber... Sind wir auf Instagram eigentlich noch? Oder? Ja. Müssen wir uns da schon verabschieden, schon langsam? Oder? Kommt aus dem Jiddischen, sagt der Thomas Baslecke. Nein, wir haben noch... Nein, aber bald, du hast recht. Du hast recht. Auf Behind the Instagram scenes wird wahrscheinlich um 5 Minuten herum wird es in Instagram dunkel. Da werden wir uns wieder von den Zusehern von Dreisat verabschieden und schicken schöne Grüße aus Wien und werden, ja, bleiben dann noch weiter für die Wettervorhersage und für irgendwas anderes da. Ja, Trinkgeld kommt aus dem Jiddischen, sagt mein Bruder auch. Ja, nein, ist klar, das kommt aus dem, aber Schmattes, aber ob es zum Beispiel der Schmattes oder das Schmattes heißt, das ist glaube ich nicht ganz klar. Ist aber wurscht, ne? Ist auch wurscht. Eigentlich ja. Ja, jetzt machen wir was mit der Steirisch. Da muss ich jetzt immer wirklich leiser dran. Was machen wir, Patrick? Was machen wir? Dann machen wir gleich ein Stück von dir. Also für dich. Also Von von mir, mir für dich. Jetzt was ich alles geschrieben habe, das weiß ich gar nicht mehr. In Klaus ist einer, ne? Klaus ist einer klar. Jawohl. Auch schon Ich ein dran bisschen, nur ein bisschen leiser. Das ist auch schon fort nämlich. auch schon ein bisschen älteres Instrument mitgekriegt. Ja. Der hat gespielt worden auch, ne? Der hat in der Vitrine gestanden. Also eine Komposition von dir Jawohl. in Klaus ist einer. Dann gehen wir es auch. Gehen wir es gemütlich an, oder gleich richtig? Das ist bitte.
ganz selten, da gibt es ja einen Mittelteil auch noch. Also Da gibt es einen dritten Teil noch mal. ja, eben, meine ich. Ich bin ein bisschen angekürzt heute. Ist mir aufgefallen. Ist mir aufgefallen. Ist mir aufgefallen. Na schau, da geht's. Man will ja das Publikum nicht langweilen. Nicht? Lieber Whisky im Bauch als eine Patrone im Kopf. Ja, stimmt. Ich meine, ich weiß nicht, ob die Geschichte wahr ist. Ich habe das nicht verifizieren können noch. Wäre Aber durchaus ich finde die plausibel. Geschichte- ich finde die Geschichte Plausibel, interessant, ne? ja. Muss ich ehrlich sagen. Ja, Ich ja. glaube, das waren 18 Cent oder so, irgendwas ist kursiert irgendwo im. Das war halt der Preis von einem Stamperl. Ein Stapel um 18 Cent. Na, was? Weiß ich. Naja, das war andere Zeit. Eine schöne Polka in Glas ist einer Motorradfahrer Roberto. Danke dir recht narrisch. Ja, wie gesagt, also es ist jetzt 21:11 Uhr, also ich schätze mal, es wird sich in 3-4 Minuten bei Instagram ausschalten. Alle, die dort dabei waren, Achim Ertl sagt schon Danke, Servus und Pfiat gut. Und ich freue mich, dass du dabei warst. Der Niki 78, Okay. Gerd Flatrace, Fritzl Startbus, gut, du bist auf YouTube auch. dabei auch, ja. Florian Lakinger, euch allen Dankeschön fürs Zuschauen. Dankeschön. Und irgendwann wieder einfach anreißen und dann heißt das war's. Auf Instagram, aber da geht es noch ein bisschen weiter. Weil wir haben ja noch was im Flaschel drin. Nicht mehr viel, aber ein bisschen was ist drinnen. So, was haben wir noch drinnen? Und das haben wir. Ja, den, siehst du, die Einsamkeit. War noch gewünscht, die Einsamkeit, die müssen wir noch spielen. Das spielen wir. Mein guter Freund, die Einsamkeit. Die haben jetzt schon länger Haben wir nicht schon länger nicht gespielt? Ja, das ist Ja. eine schöne Nummer. Ist der Daumen von der rechten Hand schon länger, fragt der Harry schneller von den Nein, das ist nicht, aber kräftiger ist er. Also ich bin sicher der rechten Hand besser gedehnt als auf der linken, also was den Daumen betrifft. Obwohl man mit der linken ja greift. Also auf der linken bin ich grundsätzlich mit dem Finger besser gedehnt. Dafür bin ich rechts Aber beweglicher. die Spreizung, Der Daumen ist auch immer rechts Daumenspreizung besser, ist ja. sicher besser, ja. Aber länger glaube ich nicht. Das ist schon Marvihof. Rüslinger Bölzung habe ich schon lange nicht mehr gespielt. Das ist einer meiner Favoriten. Die müssen wir machen. Schau, Instagram ist schon aus. Instagram ist aus. Instagram ist aus. Warte mal, das muss ich jetzt da. Entschuldig's mich. Was Das macht muss, der nein, das jetzt muss ich jetzt da veröffentlichen. Jetzt verschwindet er. Auf Instagram TV. Auf IGTV teilen. Achso, dann kann man das auf Instagram auch wieder ja, sehen. aber das muss man gleich machen, weil sonst. Ist weg, gell? Ja, klar. Ja. So, weiter. Landtalstrom und die Einsamkeit. Ja. Du, dann machen wir beides, die vorschlagen. Dann machen wir die Einsamkeit und die Ruselungen. Ui, jetzt habe ich was gedruckt. Wieder 2 Nummern von Klaus geschrieben. Was Sehr haben wir schön. jetzt? Na, machen wir zuerst die Ruselungen vielleicht, oder? Und dann die Einsamkeit. Nein, machen wir zuerst die Einsamkeit und dann die Ruselungen, die vorschlagen. Das war eine Geschichte. Einfach. Ich meine, zusammenpassen dann gar nicht die Lieder. Ja, Ne? das macht ja nichts. Also, Das müssen wir irgendwie. aber zuerst die Einsamkeit und dann die Ruselungen, das können wir schon machen. Na, ich jetzt vorschlagen. Pass auf, jetzt muss ich mal über die Kabel drüber kriegen. Dass ich nichts zusammen mache. Andreas Christin ist auch gut. Brauchst für die Gashand die rechte. Vollkommen richtig. Richtig. Ja, aber es ist ja so, was mir jetzt gerade eingefallen ist, Na, was denn? dass es ein Wunder ist, dass wir noch nicht, dass wir noch nie ja. über die Kabel stürzen. Nicht einmal im alten Studio Nicht einmal im Alten, in ja. Hirstetten. Dort, wo ich immer drüber rein musste. Ja. Und das ist ein Wunder bei mir. Ja. Aber da siehst du, das muss schon lang. Das war das ganze letzte Jahr. Also wir haben sicher. Ich muss jetzt wirklich anschauen, wie viele Live-Shows wir gemacht haben. Das kann schon sein, dass wir bald 100. Pavlatschen. Früher haben wir es auch nicht Pavlatschen genannt. Nein, Aber da haben wir dann auch schon angefangen. Ich glaube, mit alle 2 Wochen haben wir ein nein, Live-Show 100. haben wir gemacht. noch nicht, einmal in der Woche, nein. 50 Wochen habe ich schon was ungefähr. Ne? Und das Ja. Also, aber 50 werden wir schon drüber sein. Über 50 sind wir, glaube ich. Ja. Ja. Mhm. Moped Staffel auch noch. Ja, jetzt müssen wir auch Gas. Ja, dann gehen wir es auch einmal. Ne? Jetzt müssen wir auch. Das Jetzt, Leibende ist ja von euch, dass ihr euch unsere Nummer wünscht. Ich finde das echt leibend. wie ein Moped Star, ne? Nein, der Bock ist schon nicht. Da ist auch nicht dabei, haben wir einen Antrag, weißt du, aber sonst immer unsere. Das taugt mir. Okay. Dann machen wir mal die Einsamkeit. Machen wir mal ein melancholisches Lied. Mein guter Freund. 2 Strophen reichen aber. Ne? Erste und letzte, ne? Ja. Man könnte fast sagen, zu jeder Zeit spiel den Trottel für die Leute und manches Mal platzt mir der Grund. Da geht den Wurstel jeder Schlag, den Kasperl spielen, das stört mich nicht. Danke meinem Freund, der zu mir steht. Ein guter Freund hat immer Zeit
Mein bester Freund hast Einsamkeit und bin einmal ganz allein. Sind wir denn noch immer zwei? Ich und mein Freund, die Einsamkeit, mit ihm bin ständig ich zu zweit. Und will einmal allein sein, dann lade ich mir ein paar Freunde ein. Wenn ich wohin komm, sagt man gleich, unterhalt mich, komm ich lade dich ein. Und so macht mein Herz ich ungeniert und krieg mein Rausch so finanziert. So lachen wir beim Weinfeind, aber trotzdem bleibt man nur ein Freund. Ein guter Freund hat immer Zeit, mein bester Freund heißt Einsamkeit und bin einmal ganz allein. So sind wir denn noch immer zwei, ich und mein Freund, die Einsamkeit, mit ihm bin ständig ich zu zweit. Und will einmal allein sein, dann lade ich mir ein paar Freunde ein. Und hat das Leben das Ende gebracht, kein Mensch mehr über mich dann lacht. Ja, so macht die Augen langsam zu und geh allein ich dann zur Ruhe. Nur einer gibt mir noch Geleit, sie ist mein guter alter Freund, die Einsamkeit. Ich und mein Freund, die Einsamkeit, mit ihm bin ständig ich zu zweit. Und will einmal allein sein, dann schlaf ich einfach ganz ruhig ein. Nein, hat eine Nummer. Das ist. Die Achteln fallen eine Danke, Alter. Ja, aber der Ui, schon, der Marco sagt wieder was, wo die Augen schwitzen anfangen. Ja, das ist natürlich. Roman Buchter ist dabei. Kann leider nicht dabei sein, hat Dienst. Aber kurz einer geschaut. Kurz eine Ist auch leibend. Einsamkeit, mein Leben. Ich hoffe nicht Thomas Nickmann. Das ist der Blues, der gehört dazu, aber hoffentlich nicht ganz so. Nicht ganz so dein Leben. Melodie und Text, Weltklasse. Danke, Motorradfahrer Roberto. Ja, das ist natürlich wunderschön, sagt der Günther. Geht nie ohne Tränen, sagt der Thomas Nickmann. Ja. Bin ich mit mir zu zweit oder sind wir und ich alleine? Ja, das sind natürlich die philosophischen Fragen dahinter. Ja, nicht? absolut, ja. Das Einzige, ich habe das schon ein paar Mal gesagt, das Einzige, was mich stört an dem Lied, obwohl ich es selber geschrieben habe, ist, dass eigentlich in dem Sinn nicht gut ausgeht. Gut ausgeht, so typisch, untypisch wienerisch. Das ist eigentlich nicht wienerisch. untypisch, ja. Also normal geht es immer irgendwie gut aus, weil man, da stirbst du am Schluss, nicht? Aber Beim Wiederlied meistens stirbt man am Anfang eigentlich, in der ersten Strophe oder so. ja, da geht's auch. Und dann nicht? gibt es noch zwei weitere Strophen, wie dann zugeht im Himmel, nicht? Und so. Da geht die Hetze erst los. Mhm. Ja. Aber ja, jetzt müssen wir noch eine wie sagt man da, so eine Unterbrechung bringen, nicht? Bis wir das nächste Lied spielen können. Wieso? Naja, dass es nicht so aufeinander prallt. Naja, Diese, wie nennt man das dann? Konterkarierend? Nein, was weiß ich. Fremdwörter. aber siehst du, es fällt mir gerade ein, es ist schon September. Wir dürfen nicht vergessen, wir müssen schon arbeiten, schon langsam am Weihnachtsprogramm, gell? Weil das müssen wir wirklich eins machen, weil wir ja schon einen Termin haben. Also ein Engagement. Wohl richtig. Ein Engagement, sagen wir so. Und quasi ein Auftragswerk, dass wir da ein Weihnachtsprogramm erstellen. Und na, schauen wir mal.
Der Harry Steffel schaut, Klausi, du bist nicht typisch, nur typisch Klaus. Das ist eigentlich ein schönes Nein, wir Kompliment. könnten aber dazwischen Da machen, danke bevor wir schön. die Auslegung machen, in Moped-Stars Überleitung dazwischen. Der passend, also passend für unseren gestrigen Abend eigentlich. Ne? Das stimmt. Kann man sagen, ja. Das stimmt. Eigentlich der Daniela gewidmet, weil die holt sich am Samstag ein Motorrad an. Ja. Das Neue und der widmet mir das. Beim Fischer, glaube ich sogar, ja. Oder wo? Nein, wo ist denn das so? Ich weiß gar nicht, ja. Irgendwas wollte ich noch wem fragen. Das habe ich auch schon wieder vergessen. Irgendwas wollte ich fragen, erst fix. Er vergisst, da nimm einen Schluck. Ja, kann ich machen, aber wird mir glaube ich auch wieder nicht einfallen. Irgendwas habe ich mir gedacht, das frage ich auch in die Runde. Ne? Ich habe mir gedacht, ich frage das in die Runde. Aber wenn ich die Frage nicht mehr weiß, kann man die Runde auch nichts sagen. Nicht? Das ist Weisheit, Patrick, das ist Weisheit. Reisa. Wie geht denn das eigentlich? Gustav. Na, Blödsinn. Nein, so ähnlich, nur anders. In unserem Osten wohnen lauter fesche Puppen, auf vielen Wiener Straßen Nummer 104. Ich brauch ne Rabe mit der Moped Huppen. Schon sind die Puppen wie die Wüden vor der Tür. Ich bin der größte Moped-Star, das war ein Pech, wenn ich nicht war. Ich hab eine nagelneue, weiß lackierte Bonne, mit der wäre ich jetzt zum zeigen, was ich kann. Ich hab eine Bonne, ganz eine neue, das betone. Du schwing die auf die Puppe, jetzt geh was an. Du streck die Fürste, geh so aus, sonst komm ich nicht ums 12 aus. Der kommt der erste Gang, der hat einen gesunden Klang. Bei meinen Auspuff hab ich längst schon abmontiert. Jetzt wegen der Reinigung und der Beschleunigung, oder wer das Auspuff früher so leicht verliert. Schon bei der ersten Kurve steht der Zeitungsstadel. Da bin ich mit einem 20er Tempo reinbraust. Der Zeitungsstadel, der schon rein wie der Vernadel. Dabei bin ich bei den hinten ausgesaust. Und eine Puppe hinter mir, die hat im Arsch nicht akkuriert. Die nächste Kurve ist nicht vor, bei uns am Becken. In der Beckenkurven bin ich nicht zum Schlagen. Das muss man sehen, wie ich mich um mit Raum decken. Dabei ist mir mein Puppen hinten runtergeflogen. Zerschlägt sie nicht halten wollen. Jetzt hat der Goschel ganz verschwunden. Jetzt kommt der zweite Gang und dann der dritte Gang. Wenn ich den einen kick, das hört man weit und breit. Dann schalte ich gerne um fürs werte Publikum, damit wir haben die Leute bald so frei. Ich fahr super fort mit meiner Schlurfrakete. Sogar ein Wachmann hat der Luftdruck um die Erde. Dann kommt der Bahn, den Scheibitz an, der hat Letten. Jetzt ist mein Vorderrad hinten vor verkehrt. Und beim Portal von unserem Bäcker mit den Stiegen an der Weg. Jetzt kommt vom zweiten Stock ein emaillierter Kiwi. Den haben's von oben voller Wasser übergeschüttet. Der Kiwi fällt mir auf die Birne, ich hab einen Kiwi. Jetzt nimmst den Kiwi weg, da sieht man nix damit. Jetzt rutscht der Rabe bis zum Hals, dann her ist Schäbern. Das war alles und wie ich aufgewacht bin, in ein Spitalsbett drin, hab mir die Schwester gerade einen Haferschleim serviert. Ich war im Krankenstand und in ein Gipsverband. Ich frag sofort nach meiner Bonne, wer was weiß in dem Bellone. Meine Zähne können fort sein, nur das Moped muss noch gut sein. Meine Haxen können da sein, nur die Kraxen muss noch da sein. Hoffentlich ist meiner Bonne nichts passiert. Der Moped! Der Moped-Star. Schon die Achtel von einer. Ich danke schön. Ja. Florian Schauerbiche, Welt. Danke der Flo. Danke. Maggie hat die Achtel rein. Was, aber. Ja. Uralmotor, nein, ich glaube, das ist nicht. Ein Ural ist das keine. Aber ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was ein UM. Die Marken, also ich sag mir auch nicht viel. Hau mir immer wieder an. Der Markus, der Text ist echt genial, ja, das stimmt.
Finde ich auch. Pirl und Knapp. Irgendwann geschrieben worden in den. Das war noch 60er, oder? War noch 60er Jahre. Das war 60er Jahre, ja. United Motors, Commando Renegade Vegas. Bis der Depper, der Name ist ein Wahnsinn. Da glaubst du nicht, dass da 125er dahinter ist? Nein, was du so was siehst, auch nicht. Also, Komm nur bis zum Kurier, sagt er, da war es nicht geworden, ehrlich. bitte schaut's weg, kurz. Ja, na du trinkst auch Wasser. Ja, aber das bringt mich auf das TikTok der Woche. Ich habe ja die neue Rubrik. Jawohl! Das TikTok der Woche, also bitte aufpassen, meine Herrschaften. Ich schalte jetzt um zum TikTok der Woche und wünsche euch damit mit diesen 11 Sekunden mörderischen Video. Allerdings Viel leider, Spaß, ich habe mir Gary. das runtergeladen, von TikTok, ne? Und jetzt ist aber die Tonspur ein bisschen versetzt. Geht nicht anders, aber es reicht, um sich einen Gedanken zu machen. Neue Rubrik, das TikTok der Woche. Schaut das wollen wir, das lieben wir, das brauchen wir. Aber das brauchen wir nicht. Ja, das war's schon wieder. Das leider an TikToks, ne? Dass das so kurz ist. Ja, was soll ich noch machen? Der Motorfahrer Robert schon. Fritz Status, solange ein süffiges Tröpfel gedeiht. Boah, das kann ich aber nicht. Nein, das machen wir es beim nächsten Mal. Ja, Gute Idee. Dann wäre es auch nicht können. Ich brauche die Noten dazu. Das nächste Mal können wir es machen. Aber ich lege mir die Noten raus. Ich werde mir die nächste Mal, Noten. Das machen wir. Friesl, das Jetzt, machen wir wir. haben jetzt aber die Ruslungen. Die Ruslungen, für die Wiki, jetzt aus der Marvihof. Marvihof, ja. Unbedingt. Ja, irgendwas wollte ich noch fragen. Ich weiß nicht mehr was. Ja, oh ja, das hat nämlich was zu tun gehabt. Marvihof, wollt ihr jetzt Pizza essen? Schreibt mir eine, ob ihr jetzt Pizza essen wollt. Bucklige Welt-Pizza. Ja. Das ist leider, das ist mein Tätowierer, der mein Bäckerl gemacht hat. Der Gerd Kowatzig, der wohnt ja im ehemaligen Haus von der Frau Haneke. Von der Frau Haneke, Genau. vom Regisseur da, vom Ding. Und der hat gesagt, das Haus hat früher in Karl Merz gehört. Berühmt, Brauner, Gewaltinger, nicht? Das ist der Karl Merz. Und auf jeden Fall sind die dort hingezogen, nicht? Und haben dort ist der Tuschstudio und alles aufgebaut, Salon Wiener Blut. Falls wer ein Bäckerl haben will von einem herausragenden Tätowierer, kann man unbedingt dort hin. Da kann man gut Pizza essen. Und ja, und jetzt haben die auch Corona-bedingt gesagt, wir machen einen Pizzaheurigen. Jeden Freitag, Samstag, Sonntag ab 17 Uhr haben sie offen. Da im eigenen, also wenn wer in der Gegend ist, so eine Frau. Bucklige Welt-Pizza. Und ja, schaut, die Marvihof schreibt absolute Empfehlung. Absolute Empfehlung, denke ich mal. Ich hoffe, ihr habt es gerissen lassen von mir. Ich hoffe, ja. Und auf jeden Fall ist dort, und die haben dort einfach einen Hitten hingebaut und haben dann den Pizzaofen aus Italien kommen lassen und haben dann drumherum, irgendein Nachbar ist ein Hafner, Der hat den eingebaut. der hat ihn dann eingebaut und verkleidet und machen dort also aus meiner Sicht die weltbesten Pizzen. Es hat nichts mit so einer Standard-Pizzeria-Pizza zu tun, das ist Nichts. wirklich einfach ein Traum. Also, Komplett. Ja. Wirklich leiwand und das ist wirklich so quasi auf Heirige aufgezogen, also das ist nur im Freien. Oder? Ich glaube im Tattoo-Stand und das war super, wie wir hingekommen sind. Ja, er ist immer wieder raus, nicht, hat ein bisschen Tisch angeräumt oder mit den Leuten geredet, ein bisschen, nicht, wie schmeckt es, wie ist es. Dann ist er wieder reingegangen, Becken. War absolut leiwand. Also große Empfehlung, bucklige Weltpizza Absolut. in Kirchschlag, also Eigen nennt sich das, aber Kirchschlag. Und wenn wer wissen will, wo, dann einfach fragen. Also nicht Schlägen, sondern Eigen. Eigen, ja. Und ja, das wollte ich eben wissen, nicht? Ob's damals, hat einer geschmeckt. Hat einer geschmeckt? Ja. Nein, wirklich leibend. So, jetzt da. Jetzt keiner sagt irgendwas zu meinem TikTok. Vielleicht untergegangen, heißt er da. Die Wiki ist ja da, war da nicht was, sagt der Ja. Andreas Christian Wosen. Die Achso, Wosen ja, haben na, die Blödsinn, kommt ja. kommt ja, kommt Der Harry Schneider von der Schatzi, magst du mein TikTok sehen? Nein, das ist mir zu kurz. Das ist gut, das ist gut. Leider gut. Der ist gut, der ist wirklich gut. Ich bin ja voll schon aktiv auf TikTok. Bin ja voll aktiv. Ein kleiner Besalpark, der Rudi Korbis.
Ja, was soll denn das hernehmen, das Lied? Wo soll ich das hernehmen? Mein Lied nicht Ich gespielt. möchte aber auch nicht spielen, möchte es aber auch nicht spielen eigentlich. Es gibt Lieder, die machen wir nicht. Ja. Da muss ich ehrlich sagen, macht Ich kenn's gar nicht so gut, die Nummer. Chapek. Schau, klar, Chapek. Wieselberg, ja. 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 Aber Rudi, das geht ja wie immer spielen. Ja! Wenn beim Taschel immer wieder, wenn der Rudolfer gar besser da ist, dann ist ja oft so, dass man dann sagen wir, der Patrick, der geht dann eine Ich rauchen. brauche ein bisschen Pause, weißt du, ich bin ja auch schon über 40, ne? Ruslunger Pölzungen für Marvehof. Natürlich. Natürlich. Mit Hust mit allem drum und dran. Da dürfen wir ja husten. Ich huste Da nicht müssen mehr. wir. Da müssen wir, weil es geht zum Hust Stück. du durch dich, hust Ja, du ja, da. ja. Und ich was nix. 4 Vierteln und der Backelchick, das ist mir Ration. Durch Obstler Wodka Gin krieg ich mehr Inspiration. Mir kommt vor nur eine Spur, wirkt sich das aus auf meine Figur. Für das Leben hab ich schon genug, wenn ich aufwach in der Früh. In dem Leben hab ich schon genug, wenn ich aufwach in der Früh. Mit einer Ruheslungen, Pölz, Zungen, Schädel wieder zu. Morgen wird Husten und eine hähnige Frisur. mir ist schlecht und ich schwitz, oh es war die allerärgste Hitz. Dagegen hilft kein Witz, nur ein Achtelschlieberwitz. Dagegen hilft kein Witz, nur ein Achtelschlieberwitz. Ein Doppler ist ein Kinderspiel, da denk ich gar nicht nach. Kann ich mal keine Harzen, ist das der ärgste Joke? Ich komm drauf, ihr füllt es auf, behindert an meinem Blutkreislauf. Und ich spiele mein Lebenslauf noch in der Früh auf. Und ich spiele mein Lebenslauf noch in der Früh auf. Mit einer Ruheslungen, Pölz, Zungen, Schädel wieder zu. Morgen wird Husten und eine hähnige Frisur. mir ist schlecht und ich schwitz, oh es war die allerärgste Hitz. Dagegen hilft kein Witz, nur ein Achtelschlieberwitz. Dagegen hilft kein Witz, nur ein Achtelschlieberwitz. Rauchbau, achso, Die nein, haben wir keine, ja. haben wir keine. Haben wir keine, aber das war natürlich auch was. Jetzt stell dir vor, du machst so einen Livestream und machst eine Rauchpause und sagst, warte, Leute, wir kommen gleich. Ne? Sind gleich wieder da. Sind in 5 Minuten wieder da. Das war wieder, das haben wir noch nicht gemacht, ja. Nein, das haben wir Das noch nicht. Catering-Service für die Mutter Rutger Landtal Strom natürlich vollkommen richtig. Mit der buckligen Weltpizza, die haben wir. Das passt. Da macht bucklige Waldpizza und das Bündner Fleisch kommt vom Marvihof. Ja klar, na sicher. Ha! Na, was heißt das ganze Rind kommt vom Marvihof? Ja, Alter, kommt ja alles. Da immer eine graue Maus, weißt du? Das Lied beschreibt ein gewaltiges Erleben. Ja, das ist richtig. Da grauen wir eine graue Maus, ja. Treppel sind Sänger, Entertainer und jetzt auch noch Schauspieler, der Klausi. Naja, da weißt du. Alles, was kein Geld bringt. Alles, was kein... Buchen wir doch das Gesicht, Rodik, ob es sogar unbedingt. Reiß auf, Patrick. Auch wieder vom gleichen Texter. Richard Čapek. Musik. Rudi Lux. Richtig. In seiner Jugendzeit geschrieben. Und was für gleicher Ding mit Richard Čapek mit Beselbach, weil der Rudi Korb. Achso, okay, dann gut, ich bin denken wir gerade. Beselbach, nicht? Der Die gleiche. Ruheslanger denken wir, Nein, die wie Weil der Rudi geschrieben, Korb das das geschrieben hat, nicht? Und zuerst den Beselbach, aber der gleiche halt. Ja. Ein Čapek. Genau. Das sieht, na, schau mal, wie Hof schreibt, da sind wir dabei. Also die Mutter Rutger nimmt Formen auf. Ich fange immer mehr zum Schwitzen. Nein, ich glaube, dass wahrscheinlich die Mutter Rutger Das ist schon in der buckligen Welt stattfinden wird. Und du wahrscheinlich gar nicht dabei sein wirst. Und auch, oder ja als Teilnehmer mit der 125er, oder bist du schon mit Arschein. Aber der Name wird Mutter Rutger. In der Geschichtsbücher wird stehen, in der buckligen Welt, wo am Marvehof und beim Tätowierer, nicht? Da hat es gegeben die Mutter Rutger. Nicht? Oder gibt's? Wieso heißt Europas das größtes Wieso heißt das Motorradfest. Motorrutger eigentlich? Und keiner wird wissen, warum es Motorrad geht. Und alle sagen, weiß ich auch nicht. Ne? Ja. Der Spankalb, Christoph Acker. Das, Ein Spänekalb. da werden wir wieder, ja. Aber da muss der Marvehof noch ein paar Fiegerl auf, da müsst ihr auch zusammen mit Schlacht haben. Dass Ja. das weitergeht, weil da brauchen wir mehr als eins.
Ich kenne die. Ich rechne mit 10.000 Leuten ungefähr. Ja, das ist aber und das ist nur ein Vorrund, ne? Na gut, okay. Mir wird schlecht, Ja. ich weiß nicht. Das ist Macht ja nicht schlecht werden. Geburt mir nur dein Gesicht, ich möchte fesch sein. Nicht wie ein altes Semmel, sondern resch sein. Ich hab heute noch ein Rendezvous. Da brauch ich dein Gesicht dazu. Und schmeckt der Wein ein rescher bisschen handig. Mit deinem Gesicht, da bin ich niemals grantig. Ich weiß, dein Gesicht, das ist ein Meisterstück. Und wenn ich heimkomm, kriegst du das sicher wieder zurück. Gestern war ich traurig, wie ich mich ins Spiegel schau. Ich denke mir mit deinem Gesicht, mit dem du kriegst eine schöne Frau. Doch plötzlich hab ich eine Idee, die ist doch gar nicht schlecht. Ich frag meinen Freund, ob er mit mir sein Gesicht nicht tauschen möchte. Geburt mir da dein Gesicht, ich möchte halt fesch sein. Nicht wie ein altes Semmel, sondern resch sein. Ich hab halt noch ein Rendezvous. So brauche ich dein Gesicht dazu. Und schmeckt der Wein ein rescher bisschen handig. Mit deinem Gesicht, da bin ich niemals grantig. Ich weiß, dein Gesicht, das ist ein Meisterstück. Und wenn ich heimkomm, kriegst du das sicher wieder zurück. Und wenn ich heimkomm, kriegst du das sicher wieder zurück. Und wenn ich heimkomm, kriegst du das sicher nie mehr zurück. Oh yeah. yeah. Rudi Lutsch. Yes. Leider hat uns heuer verlassen, der gute Rudi. Ja, absolut. Ganz ein klasser Kerl gewesen. Ein Förderer der 16er Brum. Definitiv. In der Aber Anfangszeit ja, wie von uns, gesagt, ja. die alten Alten sind alle Die alten gestorben, sterben. Die alten sterben. Ist nicht respektlos gemeint, sondern es ist leider wirklich eine Tatsache. Ja. Lauter Stromomat natürlich war eine legendäre Veranstaltung. Über den Termin reden wir noch. Marwehof wird geklärt. Termin ist wichtig, ja. Ja. Pull mir doch dein Gesicht, ich hätte gerne Ruhe. Nein, ist nicht davon, du bist wieder frech. Ist wieder frech. Ich bin schon wieder frech. Termin ist wichtig, ja. Was, mir fällt das ein, pass auf, die Motorrutke, ja, wenn wir schon drüber reden. Ja, man muss ja. Ja. Das machen wir nicht bei dir, vergiss es, da draußen, da gibt's ja nichts, aber keinen Parkplatz, wir kommen ja mit 3 Autos stehen wir schon an bei dir. Das ist richtig. Nein, aber so grundsätzlich, nicht? Wenn man jetzt dahergeht, also Arbeitstitel Motorrutke, und zwar am Motorradfestival, wo keine Rockmusik gespielt wird. Wiener Lied und echte Volksmusik. Das hätte doch was. Keine Verstärker brauchst du schon, wenn es größer ist. Naja, Aber sozusagen mit handgemachter Musik. Handgemachte Musik, handgemachtes Essen. So, ne? Das kann man ja klar anfangen. Das ist jetzt meine Idee. Du machst also quasi die Unplugged-Musik. Ja, so eine Art, ja genau. Also alles, was man unplugged spielt. Also nicht so volkstümliche Musik, sondern wirklich eine echte, bodenständige Volksmusik und Wienerlieder. Ohne Synthi gespielt Ja, sozusagen. also kein Schlagzeug, nichts, sondern einfach Ding. Na, wobei Schlagzeug eigentlich könnte das schon dabei sein, ne? Weil eine bodenständige Musik ist sehr oft Ja, Schlagzeug auch dabei. aber ja, sehr oft nicht, sondern bei ein paar wenige. Ja, Blasmusik immer, ne? Ja, nein, Blasmusik ist aber, immer da oben aber, aber Taufe mit Achtel, ja, aber dann nicht so bämisch oder sowas. Nein, also das ist schon so, die Stubenmusik, mehr so Stubenmusikmäßig. Ich liebe Ja, aber da Stummmusik. verschiedene Nichts gegen Stummmusik jetzt mal. Naja, du weißt ja, was ich meine. Der Stubenmusik. Du weißt ja, was ich meine. Jetzt stell dich nicht so deppert her. Nur Tobi Reiser, nur Harfe geil. und Zither ist auf Dauer anstrengend und fad, muss ich ehrlich zugeben.
Also, das sag ich. Also, das ist... Du weißt aber schon, dass ich das nicht meine, Und oder? Hackbrett. Willst du noch einen Schluck jetzt oder nicht, oder was? Nein, wie von meinem Auto, weißt Ja, du? das weiß ich nicht. Ein Schluck, oh ja, das ist ein Schluck. Schluck. Ein Schluck geht schon noch. Ja. Oh, Oder? Dankeschön. Ich weiß schon, was du meinst. Der Haar ist ein Rotzer. Ja, ein Rotzer, eindeutig. Aber Bike-Taufe mit 8 Euro ist eine gute Idee. Ist eine gute Idee. Vorher hätten wir, weil der Thomas Bastlecke schaut zu, der weiß, ich weiß jetzt nicht, wie er heißt, aber der Terenzer Pfarrer, vor der KTM Adventure. Der war sicher dabei. Und ja, zum Beispiel jetzt da, ne? Rodolfo Corbesso, vollkommen richtig, danke Rudi. Lotse Zauratska Banda. Das ist eine Geschichte zum Beispiel. Ja, was? Nicht das meine ich. Da ist noch ein Schlagzeug. Und der Ja, aber Schlagzeug. kriegt aber Lachsblech herum, ne? Zum Beispiel. Ja, nein, aber nichts. Das sind auch 2 Drittel von der Zahl. Nein, man braucht da bodenständige Volksmusik. Genau, also quasi, wie sagt man zu sowas? Anachronismus oder wie sagt man zu sowas? Anachronistisch. Wenn das nicht quasi eigentlich gegen, nicht? Ein Biker-Festival, aber kein, also, Aber kein Rock'n'Roll. was man sich nicht, was gar nicht Was passt. man eigentlich. gar nicht verbindet so im ersten Moment. Das machen wir. Die Musik passt für die Motorrutger, haben wir eh viele Lederhosen an. Ja, genau! Ja, das ist völlig richtig. Aber erst aber Zahnradska Banda, dann steht davor. Kleines Ortövre, musikalisches Ortövre von den 16er Buben. Und dann hast du sowas wie die Zahnradska Banda benannt. Ja, das war doch geil. Stummmusik hört man nichts, alles stumm. Der Motorradfahrer Roberto, jetzt hau dich nicht auf seine Seiten, sag ich dir. Ja, aber das ist doch eine Idee. Das ist doch eine Idee. Und im Mittelpunkt stehen dann eigentlich nur die Grüller. Was grüht wird. Was schreibt er? Die Draufgänger wären cool. Christoph Acker, die Draufgänger, das ist schon fast mehr volkstümlich halt. Außerdem gibt es nicht mehr, weil die haben sich getrennt, habe ich vernommen. Ich kenne die gar nicht. Die Draufgänger. Die haben sich die letzten Jahre sind die ziemlich aufgestiegen. Und zwar mit Coverversionen in der Partie, so ein bisschen oberkleiner Partie, aber gespielt, eine Mischung aus Starkhocker, oberkleiner Partie, die ganzen Hits, also die Top 40 hier. So die Global kleiner. Ein bisschen so die ganzen Hits, ja, so diese Sachen. Die sagen wir gar nicht. Das Ja, sind die Draufgänger, ja. ja, ja nein, aber ich meine, sowas. Leibende Partie, absolut große Musiker. Nein, ich meine, die wenigsten werden leider da die Zahnradska Banda kennen. Aber das ist noch echte Wirtshausmusik nämlich. Schon mit Flügelhorn und so. Aber ich meine, das ist echt, da gibt es nicht noch Gas geben. Der Harry Elefante natürlich. Was hat die anachronisches? Ich bin ja gleich New Orleans auch nämlich in der Besetzung. Das ist das Leibende. Ja, nicht klar, ja, sicher, ja, das ist gut. Aber die Idee gefällt mir schon wieder. Die Motorrutger, das wird der Wanderstraße. Weil man, du Sehr schön. Ich entferne mich immer weiter. Ich kann das genießen, glaube ich, schon langsam. Du bringst überhaupt nichts ein in diese Idee, deswegen wird der Name gestrichen. So, du bringst nichts ein. In diese ganze Idee. Das Motorrutger wächst und der Einzige, der die Gold hat, bist du die ganze Zeit. Das kann es nicht sein. Da muss ich dich schelten. Aha, die sind noch zusammen. Die haben sich von der Cordula getrennt und haben jetzt die Marie. Aha. Ich glaube, die hören überhaupt auch nicht. Die erfüllen nur mehr quasi die nächsten Konzerte, was noch ausgemacht ist, so wie nächstes Jahr. Und dann gehen alle eigene Wege, habe ich geglaubt, nämlich, ja. Ich kenne die gar nicht. Ich sage die gar nichts. Die Draufgänger. Sehr zum Harry Elefante, Mann, Käsekreiner statt Oberkreiner, sehr zum Wohl. Aber natürlich, das ist mir immer das Fleisch vom Marvihof. Und die Pizzen, na gut, aber so viele Pizzen kann ich gar nicht machen. Das geht's nicht mehr. Naja, kommt darauf an, wie viele Leute kommen, wann nur 5 kommen. Da geht es locker. Das schaut ein Landteil schon Ideen. Treffen Freitagabends zum Kennenlernen. Samstagvormittag kleine Ausfahrt, Samstagnachmittag Abend Musik und Party und Sonntagmorgen Ciao. Landteil Stromer genauso, wenn wir das machen. Das werden wir so machen. Und zwar, wenn wir das, pass auf, Patrick, du bist entbunden, wir werden das beim Marvihof machen. Sehr schön, ich freue mich, super. Ich muss beim Marvihof. Naja, du bist dabei. Du musst spielen, musst takeln, brauchst bis der Motor. Sterngriller natürlich, weißt du, das ist eh klar. Ja, genau. Marvihof sagt, Markus kriegt doch einen Plan. Marvihof, das wird noch was. Da müssen wir noch die ganzen Bauern rundherum einbauen, weil du so erst da, wenn ein paar Leute mit einem Zelt irgendwo schlafen müssen. Die Tankstelle werden wir auch brauchen, eigene irgendwo, ne? Fällt mir noch gerade ein. Im Kirchschlag haben wir die Gibt's auch nicht, ja. Tankstelle. In Kirchschlag haben wir die Tankstelle.
Marvihof. Die sollte man vorwarnen, vielleicht, dass nur, Ja, dass nur Sprit da ist. Weißt du? Das gehen wir an. Nächstes Jahr, Das, also Marvihof, nächstes Jahr, wir müssen es planen. Du hast Kontakt in die Gemeinde. Der Fähre ist ja auch Motorradfahrer. Ja? ist er? Ja, der Maschine, der Bürgermeister von Botschenau, wo wir hingehen, ist ja auch also auch Biker. Das kriegen wir schon hin. Alle im Zelt neben den Kühen. Das muss. Das ist nicht, ja, genau. Das wird die Motorradka. Naja, und dann, pass auf, also wirklich, da muss man mit dem Fair reden, da brauchen wir ein Konzept. Also sprich, die Gemeinde muss zahlen. Warte mal. Ja. Ist eine reiche Gemeinde, Botschenau. Und dann, Moment, ich muss jetzt noch eine Bombe platzen lassen. Weil wir schon davon reden. Ja, genau, Friesel Stadthaus Essen vom Marvihof. Das wird ein zweites Woodstock. Keiner wird mehr von Woodstock reden. Das ist ganz klar. Aber jetzt, ja, Bruderherz ist dahin. Damit Thomas 40. Bastler, finde ich gut. Ja, wir hören ja schon eigentlich gleich auf. Gleich auf, ja. Weil der Wein ist bald aus. Also die Flaschen ist leer und das ist ja immer das Quantum sozusagen. Das Zeichen. Die Sanduhr ist es nicht, die Weinuhr. Die Weinuhr, ja. Und, aber was ich noch sagen wollte, dass die Bombe, die ich platzen lassen wollte, das wissen die wenigsten Motorradfahrer da in der Runde, hat die Vicky vom Marvihof hat den A-Schein. So, jetzt ist draußen. Jetzt ist draußen. Hat eine Rotsachtel für die Wege, für einen A-Schein, dass nicht nur einen Schein hat, sondern dass bald wieder ein Motorrad hat. Weil das ist immer, die kaufen immer nur Sachen, was für einen Hof, einen Traktor und so Bürsten für die Kia und so Sachen und einen Schlachtraum. Und ja, ich meine, da muss ja ein Motorrad auch drinnen sein. Das kann es ja wohl nicht sein. Hat eine bitte eine Rotsachtel für die Wege, dass bald wieder ein Motorrad drinsteht. So ein gebraucht jemand 1000er wird schon drin sein, ne? Gebraucht jemand 1000er, sicher. Jeder 100 Euro und dann läuft das. 50 Personen, nein, Marco. Nein, du, ich sag euch was, wir werden uns da wirklich zusammen, das wird nächstes Jahr, das ist der Plan. Ich lerne mich jetzt aus dem Fenster in der Hoffnung, dass morgen keiner mehr weiß, aber natürlich, wenn dann die Leute das nachher schauen können auf YouTube, ist blöd, ne? Ja, schaut, die roten Achteln weggefallen rein. Jawohl! Jawohl. Die Bombe geplatzt. Stellt euch vor, das ist ein Wahnsinn. Das ist ein Wahnsinn, ja. Aber natürlich, das müssen wir angehen. Ja, die Wiki reagiert nicht weiter auf. Ja, jetzt wird schon anderer Jetzt wird schon schwitzen. Jetzt wird der Nickname schon geändert. Ne? Sehr zum Wohle. Aber das wird uns. Das machen wir. Wir machen, okay, wir fangen nicht gleich mit der Idee an, das größte Biker-Festival Europas zu machen, sondern einmal mit einem kleinen. Ja, stimmt, der Christoph Acker. Da wird der wirklich das war ja wirklich eine Sache. Also ein Kaiserschmarrn als Hauptspeis, das geht wirklich nicht. Das geht wirklich nicht, aber das Ja, ja. für mich schon, aber das ist ja Nein. ein Diskussionspunkt. Nein. Das geht nicht, Punkt, Ausschluss, passt. Das ist nicht machbar. Vorher ein gutes Rindsuppe und dann als Hauptspeise ein Kaiserschmarrn. Mutter Rutger 2021 schon notiert, sagt der Gerald Spörk. Zu Recht! Da suchen wir uns einen Termin. Der Hallchef von aber geht, nächstes Flascherl und weiter geht's. Nein, das machen wir nicht. Wir machen keine X-Latsch. Wir machen keine X-Latsch. Geschweige eine XX-Latsch. Ja. Aber wir haben es vor. Wir haben es vor In der wieder Weihnachtszeit, in der ja. Weihnachtszeit. Also Adventszeit, also Adventszeit, vor ja. Weihnachten. Haben wir gesagt, werden wir das wieder angehen, eine XXL, auch wieder mit Gästen. Vielleicht, also da machen wir draußen ein Bubenwochenende oder also eine Bubenzeit. Ja, der muss ja am Montag Zeit haben. Fällt mir gerade auf, ja? Der Bruder. Ja, der ist ja angestellt, ne? Ja, Hat ja einen Urlaubstag nicht. ich muss hackeln. Also wurscht, auf jeden Fall der Plan war, dass der Bruder von Patrick dabei ist, wieder, dass wir so eine, ja, wisst ihr nicht, also ein Bubenwochenende verbringen. Bei mir da in der Klause und wir dann die Live-Schaltung machen und die Vicky und der Manfred vom Marvihof aufgekommen. Vielleicht kommt der Fähre vorbei, der Bürgermeister. Wir trinken, rauchen, saufen, dann Leute gehen und so weiter und das auch wieder oben. Fressen, saufen, Leute gehen. Geld anbringen, nur. Nicht nur. Wird viel philosophiert werden, sehr viel. Ja. Das weiß ich schon.
Also das wäre auf jeden Fall der Plan, aber das ist ja noch ein bisschen hin. Noch ist ja nicht Weihnachten, das Weihnachtsprogramm haben wir auch noch. Ja. Der Stummmusik Bucher Seitenschinder. Jawohl, Roberto. Das klingt leibend. Bucher Seitenschinder, das gefällt mir. Ja, Matthias Mariacher sagt zu Recht, das zweitgrößte Bikerfestival. Jo. Tragische Elefant, ich nehme mal Urlaub und komme auch. Ja, das ist ganz klar. Das ist Logisch. ohne Haare können wir das ja nicht machen. Das geht ja nicht. Der Landtagsstrom, also Kaiserschmarrn als Nachspeis ist doch top. Ja, eben, als Nachspeis. Aber Auch, es war die wahrscheinlich. Diskussion, dass das als Hauptspeis durchgeht. Der Kaiserschmarrn ist ja kein Hauptspeis. Ja. Nein, das ist kein Hauptspeis. Aus, da reden wir nicht drüber. Noch ein Gramm Schmalzbrot. Ja, dann Nein, ich glaube, wir kommen zum Schluss. Wir kommen zum Schluss. Bevor Und- die Veranstaltung entgleist. Nein, aber es ist, glaube ich, alles geklärt. Also wir müssen das, Marvi Hof, gell? Wir müssen uns da noch absprechen, wie wir das machen werden. Wir werden das umziehen, aber es wird Motorrad, gell? Wir müssen dabei bleiben. Wir müssen dabei bleiben. Ehrt mich sehr, ja. Und nein, du willst schon was hakeln haben jetzt, aber so ist es nicht. Ich fürchte, ja. Ja, nur im Namen ist nicht, nur im Namen ist nicht. Aber ja, Ich hätte nicht einmal sagen, ich beteilige mich als es kommt schon noch, werden wir machen. als stiller. Wir haben ja erfahrene Leute in der Gemeinde, die werden das Setzt alles. es von der Steuer ab. Genau. Markus Bristol sagt rechtzeitig Bescheid, wenn die XXL steigt. Ja, unbedingt. Aber wie gesagt, das ist jetzt einmal nur die Idee, weil wir gesagt haben, na, so oft werden wir keine machen. Aber vor Weihnachten, das war halt eine Geschichte. Ich meine, wie auf gemütlich. Nicht? Ganz Also, gemütlich, nicht auf. nicht das Thema Auslaufen ist jetzt da nicht gegeben, sondern halt, ja, man, klar, es ergibt sich halt noch 6 6 Stunden. Stunden. Aber es ist halt schon so die Idee, dass man das einfach als ganz gemütlich Genau. ja, so gemütlich angehen, nicht? Und da ein paar Gäste wieder dabei haben. Und ja, Matthias Mariacher, der hat das, in der Kindheit haben sie oft Milchspeis als Hauptspeis gehabt, aber in meiner Kindheit Bei nicht. mir auch, ja. Das hat es bei mir nicht gegeben. Palatschinken, Kaiserschmarrn, Scheiterhaufen, Grießschmarrn, Das haben sie auch mal gemacht, aber nicht als Apfeltopfenauflauf, Apfelspalten, also Äpfel im Schlafrock, wie man heute sagt. Das perfekte 5-Gänge-Menü, jawohl. Ehrlich. Ja gut. Leute, ich glaube, wir kommen jetzt wirklich zum Schluss. Wir lassen es gut sein für heute. Es war uns wieder eine große Freude, dass du dabei Es war warst. mir eine große Ehre, bei dir Gast zu Ja, sein. sehr gerne, sehr gerne. Sehr schön wieder. Sehr gerne. Und ich freue mich auch, dass die Motorrad ein bisschen wieder neue Formen angenommen hat. Und, und jetzt. Ich freue mich, dass es nicht in Eibestal ist, weil sie ist etwas klein. Naja, bei dir daheim meinst du jetzt. Ja, bei mir daheim können wir es auch nicht machen, in Botschenau. Ich bin klein, die kommen nicht so in die Kuchel da hier, Frau. Das Am Ocker vom Bürgermeister, der wird auch frei bei mir. Und das ist ein bisschen anders. ja, naja, sieht schon, also Weinviertel scheinbar da nicht entspannt genug. Aber Ich habe überlegt, eine 30er-Zone machen gegen ganz Eibestal. wie war der 30? Naja, das muss eh sein. Weil dass die Traktor überholen können. Ja, das hat schon hin. Das hat schon hin, irgendwie, wenn wir das hinkriegen. Aber auf jeden Fall freuen wir uns darauf, dass wir uns nächsten Montag wiedersehen. Es wird wieder so schnell vergeht die Zeit. Ja. Und wir werden uns denken, erst, das war ja doch erst gestern die Pavlatschen. Aber es vergeht halt so schnell die Zeit. Aber uns gefreut es, wenn es Macht aber nichts. mit euch Passt schon. vergeht. Und in diesem Sinne, mein letztes Schluckerl auf euch. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Patrick, Dankeschön. Gell? Und, Freut mich. wir werden eine Abschlussnummer spielen. Eine schöne Abschlussnummer. So, das Singen fällt jetzt aus nach dem Wasser. Was machen wir zum Also Abschluss? Abschluss heute. Machen wir es aufs Hanke vergeht. Oder was? Machen wir gerade, oder nicht? Was? Die Hymne. Ja? Roter Kring. Ja, passt, zum machen wir Abschluss. In Ottergren draus, in ein uralten Haus, in ein Hof in der Speckbacher Goss. Da ist
ganz verstaubt, seiner Zierde beraubt. Ein Herrgott steht ganz verlassen. Ich hab ihn entdeckt und als Kind dort versteckt. Mein Kindregal unter meine Stuhl. Denn die größeren Buben wollen auf die Stollen wie genommen. Als Kindregal heben sie mein Stuhl. Herrgott aus Stein, du nur allein, hast mich als Bieben verstanden. Du hast mein Besitz immer beschützt, bist dir Freund davor gestanden. Oft hab ich gewarnt und mich an die geahnt, denn Kindersorgen sind groß. Herrgott aus Stein, du nur allein, du warst mein einziger Trost. Ja, das ist schon lang her, von dem Haus steht nix mehr, und der Ring hat sich verändert. Heut wird überall gebaut, oder so nicht zerhaut, auch die Menschen, die haben sich geändert. Ich fahr öfters noch raus, denn meine Mutter wohnt raus, und wie ich so hingehe zu ihr, da liegt ganz verlassen, zerschlagen auf der Straße, mein steinerner Herrgott vor mir. Herrgott aus Stein, ich glaub wir zwei haben uns noch rechtzeitig gefunden. Du hast mein Besitz immer beschützt, bin dir als Freund stets verbunden. Ich trag die Hand und blick dir zusammen, sind deine Schmerzen groß. Herrgott aus Stein, du nur allein, du warst mein einziger Trost. Viert euch! Viert euch gut, Dankeschön, Papa.